Dieser Timmy-Boy schon wieder. Ist schon wieder dermaßen synchron, dass ich meine sitzt draußen vor der Haustür und warte, bis ich auf den Startknopf drücke. 20 Uhr, irgendwo! Solange ich mich selber, Gott, jetzt habe ich mich wieder selber angeschrien, oder? Ich habe mich selber wieder. Was ist denn? YouTube-Sepp, hallo? Na, Zeit wird's, Kruzifix nochmal. So, Phase 1. Halle! Evans, Birger, Montag, 20 Uhr. So sieht's aus. Phase 2. Timmy Boy, Popomann. Phase 3. Grüßen wir mal einen Haufen. Da ist wieder, da ist eigentlich nur fast, da ist, es ist einfach fast niemand mehr übrig, der nicht grün ist da herin. Was ist denn eigentlich mit euch? Dampfsufer aus. Haben die Ehre an den Richmond, an den Boston, an den Charlie Pilot. Pilot, ja genau. Das ist übrigens auch die richtige Aussprache, wenn man Pilot ausspricht. Die zweitrichtigste ist Biplot. Das ist das Allerwichtigste. Snuserich! Mehr als wie 54 Monate, so schaut's aus. Kuss auf die Nuss. Der Chef, alles klar, oder? Es ist immer alles klar. Aber jetzt macht der Löbel Sepp, ist das erste neue Mitglied an diesem Abend. Und gibt's sowas umsonst, oder was? Da Weekend! Habe der Löbel Sepp! Mehr als wieder Mitgliedschaft, Kuss auf die Nuss. Ab in den Chat, habe der Löbel Sepp. Wer mitmacht, ist ein Hundsfott. Haben wir jetzt mitgelernt. Merci dir. Daniel, merci für 57 Monate. So, haben wir schon wieder, bist du schon wieder am Ausrasten oder was ist denn jetzt wieder? Jetzt war der Löwensepp, weiß ich nicht, da hat Streamlabs einfach gesagt, nein Löwensepp, du halt nicht. Aber ich lese einfach trotzdem. Habe der Birger, weiter geht's im Bämischen. Wichtig. Königreich, Draxel, Rieder, Schlossbräu. Wo ziehst du noch gerade über die ganzen Biere her? Die bestellst du doch im Internet. Kein Mensch hat so viel Zugriff auf so viele verschiedene Biere wie du, glaube ich. Timmy Boy, ja, immer doch, soll ich mal klingen. Ja, kannst du mal, hauen Sie rein. Wer kann aufmachen, aber das ist auch noch eine Geschichte. Cool, Sepp! Puh, gerade noch mitten Schmieden. Was mit dem Schmieden vierte geworden? Avenging Stream. Ich hab gehört. Was ist denn jetzt wieder? Gibt's halt wieder Mitgliedschaft umsonst, oder was? Andy! Aber der Andy, welcome to the squad. Ebenfalls merci an dich. Kuss auf die Nuss. Aber der Chat, aber der Andy. Wenn ihr mitmacht. Hundsfott 2. Franz! Du warst im Vordonner-Squad, ich hab's genau gesehen und das gut geil auch. Was ist mit euch schon wieder? Das ist ein guter. Leer, voll, leer, voll, leer, voll, leer, voll. Das verstehe ich nicht, aber okay. Gegrüßet seien Sie, edler Herr von Birkbert. Gegrüßet seien Sie ebenfalls. So gut, als würde man sich an Blockbuster von Hollywood anschauen. Das ist tatsächlich wahr. FFF an die Entwickler, rotes Herz. Rotes Herz ist wichtig. Haben wir andere farbige Herzen auch noch, weiß ich nicht. Mr. GP, 10S2 und du weißt es, aber der Bazooka Joe weiß anscheinend nicht. Aber Sir Birgerlot Schene-Glias aus Sir dem Birgerlot. Urlaub aus Hamburg. Hamburg? Unbedingt ins Miniaturwunderland gehen. Da war jetzt das letzte Mal vor 15 Jahren, 16 Jahren, weiß ich nicht. Aber, und damals hat es schon ungefähr 5 Stunden gedauert, bis man durch war. Have a great time. Zu viel des Guten. Dankeschön. Darion, merci wieder für 2 Monate. Grüße zurück. Scarecrow, merci für 4 Monate. Löwensepp. Nein, die hole ich im Getränkemarkt meines Vertrauens. So lecker, was hat der für ein Sortiment benannt? Der hat wahrscheinlich 67 verschiedene Halben, bloß immer nur eine und eine für die. Merci dir. Ich weiß nicht, was da schon wieder los ist. Da fährt er kurz die Donation von dir rein und dann ist der Fall wieder fort. Weiß nicht, was da los ist. Verklagt's mir in Streamlabs-Setten. Link Mike, 71 Monate, du bist da schon wirklich verfickt lang dabei. Habe ich dir Bier, schöne Runden wird's, werden schöne Grüße an alle, die mich kennen und vor allem an Sabi aus Nürnberg. Auwe. Sabi, Vorsicht. Anlaufstark gleich geht. Der Erinnerungsmaker, 3 Jahre, Erinnerungsbären. Erinnerungsbären PS. Yes. Erinnerungsbärenrang, Emote wo. Ja. Müsstest du eigentlich lang nur dabei sein, dass, wenn man da noch fragt, dauert er noch mit 3 Jahren. Merci dir. Wir warten, bis unser Nachwuchs endlich raus will. Zwinkernder Smiley. Oh, jetzt wird's zum Kevin. Amox. Bitte nenn dein Kind Amox. Das war eigentlich geil. Der Nachname ist sowas wie Huber. Ja. Stefan Klarlich. Ja, da. Michael Heimal. Ja, da. Amox Huber. Ja, da. War gut. Egal ob Mann oder weil so was ist. Merci dir. Mavi, merci für 22 Monate. Free Frankie. Ich bin gespannt auf. Oh, was? Woher weißt denn das? Flea Ranking hat ja einen geschissen, jetzt pass mir auf. Ich bin gespannt auf das DLC, wo eventuell Housing und eine eigene Schmiede zum Aufbau kommen sollen. Wo hast denn das her? Woher wissen Sie das?
Das würde mich interessieren. Lönse, merci für 57 Monate noch hinten noch schnell. Julaila, merci für 13 Servus. Wann kommt das Biergebitsch? Also, da du seit 13 Monaten Mitglied bist, stellst du die Frage wahrscheinlich seit einem Jahr, einem Monat. Ja, ich müsste da mal mit dem. Der Chris hat mir heute ein leicht anzügliches Bild geschickt. Vielleicht müsste die mal beim Chris ein gutes Wort einlegen. Braucht man so Tussi mit riesengroßen Äumels, die so einen draufdruckt, drunter steht Biergebitches, wo dann die Depf da so drauf liegen. Ja, ich hab's sprichwörtlich vor mir. Ich kann auch probieren, dass ich das zeichne, aber dann ist es nicht so gut. Ich sag lieber nichts dazu. Ich sag einfach nichts dazu. Wir einigen uns da drauf. Hallo da! Merci für 24 Monate. Kuss auf die Nuss. Philipp, merci für 20 Monate. Mr. Landswischen, habe die Ehre, edler Bierker, also ich muss was loswerden. Das ist für mich eins der besten Spiele, in Klammern, nur durch deinen Stream nicht selber gespielt. Was es gibt, leck mich fett. Hab gestern dein Stream vom Freitag nachgeschaut und das ist, wahrscheinlich kommt irgendwas wie zauberhaft, grandios oder weltbewegend. Ist nämlich tatsächlich. Leider Gottes habe ich mich schon wieder eingesperrt und habe selber nicht spielen können. Das zeige ich euch gleich, wenn wir anfahren. So, vielleicht vergesse ich diesmal ja nicht, dass ich Grafikkarten aufmache. Das ist schon ja, habe ich es nicht vergessen. Ja, ist schon drin. Zahmer Sepp, merci für 5 Monate, Hauptmann, merci für 10, Schloss der Dome, merci für 11. Gott zum Gruße, edler Recke, Kuss auf die Nuss. Merci dir, Hauptmann schreibt, der Birkwert, auf geht's mit dem Rittersport. Der Zahmer Sepp schreibt, der Chef, bin schon so lange dabei, Zeit ist wohin. Zahmer, das ist wirklich wahr, dein Name weiß ich auch schon sehr lang. Den weiß ich wirklich auch schon sehr lang. Und ein wichtiges Utensil an deinem Namen ist der Unterstrich am Schluss von deinem Namen. So dumm, wie es jetzt anhört. Das weiß ich nicht, aufgrund dessen bleibt er mir optisch irgendwie. Maxi! Das ist ein guter. Wobei das eh noch human ist für dich. Havegere Meister Birgbert Schemidrias aus Österreich-Ungarischen Königreich. Ja, schön war's. Da ich erst recht um Audienz klopfen und fragen, hey, kann ich vorbeikommen? Maxi, merci dir, es ist zu viel, aber du weißt es. Kuss auf die Nuss. Mitchell! Grüße aus Flitterwochen in Österreich. Wir machen Flitterwochen in Österreich, Alter. Hat's wieder nicht näher der Link. Weißt du, den fetten Internet-Trottel, aber er kennt wer von mir. Herr Mitchell, merci dir, viel Spaß in die Flitterwochen. Genieße es. Es ist das letzte Mal. Ich weiß nicht, ob ich bin nicht verheiratet. Da kann ich nicht mitschmerzen, aber andere Verheiratete, die auch reden, die kennen da vielleicht was aus dem Nähkästchen plaudern. Der Antichrist schon hin, 12 Monate. 1 Jahr, merci dir. Kuss auf die Nuss. So, wie schauen wir jetzt aus? Was meinst du über mit Grafikkarte aufdrehen? Schweimal, ich begrenze die Leistung meiner Grafikkarte im Normalbetrieb, wenn ich kein scharfes Spiel das Leistung braucht. Ja, erstens, um die Grafikkarten zu schonen, zweitens, um Strom zu sparen, wobei meine Einstellungen da nicht die super optimalsten sind, das habe ich mir einfach angewohnt. Im Grunde habe ich es mir eigentlich angewohnt mit meinem letzten PC, da habe ich eine 2080 Ti drin gehabt und die ist bei jedem Scheißspiel, ist die dermaßen ausgerastet und die 3 Lüfter waren so laut, dass ich meinen PC erstens von hinterm Monitor ist er immer gestanden, dann unter den Tisch eingehängt habe und so weit weg von mir, wie es irgendwie geht, selbst das war noch zu laut, dass wenn ich Headset auf habe, dass ich den Scheißkasten immer noch her. Und dann habe ich mir angewohnt, dass wenn ich so Pimmelspiele spiele wie LOL oder irgend sowas, dass ich einfach die Leistung um die Hälfte obertreibe. Ich habe trotzdem so viele Frames auf Anschlag, dass es wurscht ist, aber Grafikkarten macht kein Gaudi. Eigentlich ist der totaler Schmarrn. Aber schon tut es nicht, wenn der Stream läuft und ein Spiel braucht, das Leistung braucht und verwenden kann, dann schaut es nicht. Wenn man es aufmacht, was es ist. Zeig mal selbst! Erst mit 1250, ja, ist das Wichtigste und Wichtige und Richtige der Strich. Ja, ist ja so. Lass den Ja drin, sonst weiß ich nicht mehr, wer es bist. Mit der Kapotten! Merci für 11 Monate. Alter, schon fast ein Jahr. Das ist utopisch, ja. Und bist du letztes Jahr im Januar beigetreten, dann gehe ich mir schwer davon aus, in der Daisy-Zeit. Kannst du mal kurz in dich gehen oder jeder in sich gehen und überlegen, der Daisy-Surfer ist jetzt seit einem Jahr und einem Monat schon wieder weg. Das ist über ein Jahr her, mir kommt es vor wie, ich sage mal, 3-4 Monate. Und was noch verändert ist, da muss ich aber sehr schnell selber rechnen, März, April, Mai, Juni, Juli, 5, September, Oktober, November, Dezember, Januar. Sommerpause ist nicht da wie die letzte weg. Wann ist denn das passiert, Alter? Was? Also es ist absolut, unsere Eltern haben recht gehabt, es ist absolut utopisch, wie das irgendwann
mit 30 sowas oder 35 oder 25 plus anfängt, wird Zeit vergeht. Und ich finde, dass Corona da eine ganz furchtbar krasse Rolle gespielt hat irgendwie. Ich weiß nicht, frage mich nicht warum, aber irgendwie kommt es mir so, bis wir schauen, ist der Bord ganz grau. Ich brauche einen Hagelstecker zum Aufstehen und hinsitzen, weiß nicht, was es ist. Mitchell, Messi wie eine Zwiebel. Oder Österreich mittlerweile teurer als Malle. Ja, okay, stimmt. Aber ihr habt es ja. Ich meine, ich krieg's jeden Montag, Mittwoch und freitags manchmal mit. Ihr habt es ja. Kann euch nicht so schlecht gehen da hinten. Mitchell, Messi, die Bugel, Messi für 47 Monate. Ich inzwischen, hast mein zweiter Donner überlesen, da steht Part 2. Was? Oh, tatsächlich schon hin. Das tut mir außerordentlich leid. Merci dir. Für mich nachgebaut und das ist für mich als Zuschauer der beste Stream gewesen, allein wegen der Geschichtserklärung und was das da alles geht. Bester Mann, mach weiter so. Grüße aus Unterfranken. Schöne Grüße nach Unterfranken zurück. Kuss auf die Nuss. Ja, das war mir, weiß ich nicht, am Freitag, du meinst wahrscheinlich am Freitag, der Moment, wo ich mal 10 Minuten, Viertelstunde lang über den Geschichtsstrang des Spiels geschwurbelt habe. Ich starte jetzt mal das Spiel, was schon wieder hilft. Nein! Snooze, Penny! Kruzifix! Jetzt muss ich aufhören, selber zum Spulen, jetzt ist 10 noch. Zum Spulen, jetzt ist 10 noch. Snooze, Penny, Kruzifix. Dir brauche ich den erst nicht sagen. Dir brauche ich wirklich nicht sagen! Du bist wirklich lang nur dabei. So, Schluss jetzt, Freunde der Sonne. Die nächsten 2, die lassen wir da drin, dann machen wir die Donation Sounds aus. Das Spiel ist gestartet. Es ist schon wieder 11 nach und der Chat eskaliert nicht mit 10 nach ist! Wann schau mal Zwei Leute. den Trailer die Meinung herb, Hashtag Was? Fliegi. Und schauen wir den Doom-Trailer und mag der Meinung, den haben wir schon angeschaut. Ich glaube, wir haben sogar schon 2 Mal angeschaut. Ich weiß bloß nicht mehr wann. Erzähl mir Sepp, ich weiß nicht mehr wann. Vielleicht weiß noch irgendjemand aus dem Chat wann. So, Freibelätschen, merci dir. Kuss auf die Nuss. 41 Monate schon wieder, merci für alles und jetzt belustigen Sie mich. Ich arbeite dran. Schluss jetzt! Flea Frankie, merci dir. Chef, wir schauen Discord im Plätschmerz, da ist was zur Schmiede. Ja, das tun wir nicht jetzt. Machen wir noch im Stream. Flea Frankie, merci dir. Schluss jetzt mit der Rumdonaterei, ihr Pümmelnosen. So, jetzt machen wir so, dann machen wir die Alert-Sounds aus, damit nichts passiert. Also, wie gesagt, ich konnte nicht weiterspielen. Warum? Wir haben ja da in Suckdoll, glaube ich, sind wir dann am Schluss mit dem Karren, wir haben ja geflohen durch den Wald und was weiß ich was alles, total narrisch. Dann haben wir erst mal festgestellt, oh, das mit Tutorial ist jetzt vorbei, das Spiel geht jetzt los noch. Ich habe übrigens 33 Stunden im Spiel jetzt. Geht jetzt dann erst los, ja, herzlichen Glückwunsch. Und hab dann festgestellt, wir haben da in Suckdoll gefangen. Und das Letzte, das hätte man noch mal schnell machen sollen. Das hätte noch, mir ist dann gesagt worden, ja, das dauert jetzt so gute 5 Minuten, 10 Minuten, wenn wir mit dem Typen labern, was überhaupt passiert ist und keine Ahnung. Das hätte man noch schnell machen sollen, weil dann hätte ich zumindest ein bisschen spenden können übers Wochenende. Aber das konnte ich dann nicht. Ich bin mir so ein bisschen umeinander geschlichen und habe alle Kisten aufgebrochen und ausgerammt und keine Ahnung. Wie versprochen, ich spiele in der Main Quest nicht weiter. So, da sind wir. Du hast entdeckt, Suckdoll. Da, der kleine Beweis, dass ich aus dem Scheißloch nicht rauskomme. Der einzige Ausgang ist da an dem Tor und der ist zu. Herzlichen Glückwunsch. Und wir müssen das Schwert und die Feder, sprich im Festsaal mit Herrn Pisek. Während wir aus Tor, ich lese das jetzt einfach nochmal vor, weil ich ganz furchtbar für wichtig war, haben wir gerade drüber geredet, die 10 Minuten, die Stunde zur Geschichtserklärung waren einfach scheiße wichtig, auch für mich, damit mir das Spiel weiterhin huckt. Marvin Vogel, kurzes Review zum Game. Wir haben einen Weg von 10 von 10, wir haben bei 12 von 10. So viel zur Review. Das ist eines der besten Spiele der letzten 10 Jahre. So, und darum lese ich das jetzt auch in aller Ruhe vor und ich versuche mir weiterhin anzustrengen, dass ich mir futzen halt in die Dialoge und so weiter, weil es einfach wichtig ist. Das Schwert und die Feder. Während wir aus Trotzki flohen, konnten wir in Erfahrung bringen, dass Bergow mit Herrn Capon auf dem Weg in die Region um Kuttenberg ist. Zum Glück hat sich ein gewisser Heineck von Kuhnstadt, auch bekannt als Knochenteufel, in die Gegend um Kuttenberg zurückgezogen. Er wird uns bestimmt bei der Rettung von Herrn Hans helfen. Stimmt, wir haben geflohen, der Hans ist ja noch in Gefangenschaft. Den müssen wir aushalten. Sein Hauptquartier hat er in der Festung von Suckdoll, die Herren Peter von Pisek, gehört. Das ist jetzt unser Ziel. Bei der Ankunft auf der Festung Suckdoll befand sich unsere Gruppe in einem schlimmen Zustand, verwundet, dreckig, müde. Doch dort erwartete uns eine Überraschung. Statt dem Knochenteufel trafen wir auf Markgraf Jobst, der uns einlud, uns in der Festung auszuruhen. Ich bin hungrig wie ein Wolf. Da sage ich nicht nein, wenn man mir Essen anbietet. Und dann sind die da noch so weggert. Der Sischek, oder scheiße, ich kann mir seinen Namen nicht merken. Der andere neue Charakter, mit dem wir das Augen ausgehauen haben, den ich eigentlich ziemlich cool finde. Die haben da so aufgewandert. Und da werden wir jetzt einfach mal folgen und uns den Bums so ein, was da überhaupt los ist. Da sitzt der schon hin.
Ich weiß nicht, was er tut, aber ich glaube... Es ist natürlich jetzt extrem ärgerlich, wenn ich gerade mich herstehe und verzeihe irgendwas vom besten Spiel der letzten 10 Jahre. Und dann holt er am Siemens Lufthaken einen Ober oder möchte er mal einen VH oder beides gleichzeitig, ich weiß es nicht. Ich würde vorschlagen, wir unterhalten uns. Da ist er! Peter! Was ist das? Ist die... Was sind die alle da? Was? Nicht zu sehen. Was hat er denn jetzt da? Was hat er irgendwas auf? Egal. Ist alles, was Egal. ihr wollt, meine Freunde. Es ist Ihr ganz seht extrem aus, als selten hättet sowas. ihr eine schwere Reise hinter euch. Ach, so beschwerlich war die Reise nicht. Vor allem im Vergleich zu dem, was davor passiert ist. Wo kommt ihr überhaupt her? Von Trotzki. Das ist in Herrn Otto von Bergos Land. Was genau habt ihr dort getan? Wir waren im Keller der Burg und haben mit einem alten Bekannten gesprochen. Mein Gott, wie ist das denn passiert? Ganz einfach. Ich diene dem Herrn Sokol von Lamberg, genau wie Knochenteufel. Und ich musste etwas in Trotzki erledigen, wenn du verstehst. Natürlich. Aber du hattest keinen Erfolg dabei, oder? Doch, eigentlich schon. Wir haben sogar die Burg eingenommen. Naja, es ist ja eher eine kleine Festung. Und fast hätten wir auch von Bergo erwischt. Und was hat euch davon abgehalten, diese gerechte Tat zu vollbringen? Schweigen, das war zum Teil meine Schuld. Er wurde vom Pranger. Nehmen wir das. Eigentlich ist das irgendwie meine Schuld. Was meinst du damit, mein Junge? Mein Herr und ich sollten ein Bündnis mit von Bergo aushandeln. Aber diese Schlange hat uns die ganze Zeit nur benutzt, um seine Drecksarbeit zu machen. Er hat so getan, als würde er sich auf Wenzels Seite schlagen, aber stattdessen hat er uns gegen die Verbündeten des Königs kämpfen lassen. Und als wäre das nicht genug, arbeitet er jetzt noch mit von Aulitz und der Prager Miliz. Aber warum sollten die Prager Truppen nach Trotzki schicken? Ach, aber das haben sie nicht, Herr. Sie wurden nicht nach Trotzki geschickt, sondern hierher. Sie haben nur kurz bei von Bergo vorbeigeschaut, weil er in der Klemme steckte. Und dann haben sie ihn mitgenommen. Hierher, zu meiner Festung. Gott im Himmel. Nicht nur hierher, sondern überall dorthin, wo König Wenzel noch immer Unterstützer hat. Das ist auch einer der Gründe, weshalb wir hier sind. Wir wollten dich warnen. Es scheint, als würde Sigismund die Geduld verlieren. Er will den Waffenstillstand brechen und die Rebellion ausmerzen, solange er noch Zeit hat. Also hat er all seine Gefolgsleute in Kuttenberg versammelt, angeführt von Bergo und von Aulitz. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Schlachten beginnen. Wir müssen schnell die Festung sichern, Vorräte einlagern, Wachen verstärken und Truppen ausbilden. Aber ich bin euch dankbar, meine Freunde. Wartet hier. Ich lasse euch den besten Wein bringen. Bringt sofort den Rotwein aus dem Burgund. Lasst Jobst vielleicht auch was davon übrig. Ach, bei diesem Anlass riskiere ich auch seinen Unmut. Wir haben wohl beide dieselbe Meinung von Jobst, oder? Nun, also, ich würde nicht im Traum daran denken, den Markgrafen zu beleidigen. Woher kennst du ihn? Ich kenne ihn nicht wirklich. Wir wissen nur aufgrund meiner vorherigen Beschäftigung voneinander. Ja, ich habe von dir gehört. Es heißt, dass du früher, nun ja... Ja, ein Bandit. Das ist kein Geheimnis, Herr. König Wenzel hat sogar mal ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Ja, aber fahren wir ein bisschen mehr über die Leute. Ich bin sicher, das interessiert diesen Edelmann Doch, nicht. du jetzt! Und überhaupt, wenn irgendjemand hier Jobst gut kennt, dann Heinrich. Ihr beide versteht euch doch recht gut, oder? Also, das ist jetzt ja nochmal so eine kleine Zusammenfassung, was da los ist. Ich brauche vielleicht noch mal einen kleinen Auffrischer und mit Sicherheit der eine oder andere auch. Wer war der Jobst gleich wieder? Ich sag's, wie es ist. Wer zur verfickten Hölle war denn der Jobst gleich wieder? Ich glaube, die anderen, so mit Prager Miliz und der ganze Scheiß, die sind alle auf Seiten König Sigismunds, wo wir jetzt herausgefunden haben, dass wir nur verarscht werden und eigentlich sich vorbereitet wird, dass man uns alle überrennt. Aber wer war der Jobst gleich wieder? Der Jobst ist ein Möbelhaus. Halt dein Maul! Was ist der mit dem Obst? Was frage ich überhaupt in die... Halt doch dein Maul. Wir haben uns noch einmal getroffen, wir kennen einander gut. Der Jobst ist es nicht der Glatzkopf von der in der schwarzen Rüstung? Der auch beim vom Berghof dabei ist? Ja, der hat zwei schöne Augen. Ja, so behindert. Ja, es ist Obst im Haus. Wolfgang Jobst ist Modedesigner. Ja, und wer Jogginghosen hat sich die Kontrolle über sein Leben verloren. Der Jobst hat, glaube ich, den Brief geschrieben, den wir einem Berghof geben sollten. Ah, okay. War das eventuell auch schon Absicht? Hä?
steckt der Jobst da mit drin. Wir kennen einander gut, wir haben uns noch einmal getroffen. Das kann ich jetzt so nicht so richtig beantworten, weil ich nicht so 100.000%ig weiß, wer er ist. Aber ich sage mal, wir haben uns noch einmal getroffen, das steht da nicht so Gaudi dort. Nö, der Jobst gehört zum Wenzel. Ah ja, gut. Er ist ein guter. Jobst ist ein guter. Aber der allerbeste ist der Pfarrer. Nun, wir sind uns einmal begegnet, als er Herrn Hanusch in Ratay besucht hat. Egal. Wir kommen vom Thema ab. Wie ich schon sagte, war ein Grund für unseren Besuch, dich zu warnen. Ein weiterer ist unter dem Namen Hinek der Knochenteufel bekannt. Wo ist er? Nun, er war eine Weile lang hier, auf meine Einladung. Schweigen, er ist nicht mehr hier? War hier? Also ist er weg? Wo ist er denn hin? Das weiß ich nicht. Es war kein freundlicher Abschied. Das Auwe. ist bei ihm nicht ungewöhnlich. Nimm's nicht persönlich, Herr. Ich hatte kein Problem mit ihm. Es ging um Markgraf Jobst. Als er Hinek begegnet ist, wirkte er unruhig. Warum wurde er gestört? Unruhig? Hier ist schon wieder Wieso das? Sachen Na, aus. sagen wir mal, dass Sie nach einem kurzen Meinungsaustausch zum Schluss kamen, dass Sie sich so wenig wie möglich begegnen sollten. Wenn du dich für die Details interessierst, kann der Mann... Das war die schönste Bezeichnung, Umschreibung von der eine hat zum anderen gesagt, verpiss dich, du Hurensohn, der andere hat gesagt, verpiss dich, du Hundsfott, und dann war's gut. Schöne Umschreibung habe ich noch nicht gesehen. So, bin schon wieder Start, Entschuldigung. Markgraf dir sicherlich mehr darüber erzählen. Tja, das würde mich sehr wundern. Was hat der Knochenteufel hier gemacht? Was macht Jobst hier überhaupt? Was hältst du von der Lage? Da mich auch mal interessieren. Was denkst du über das alles, Herr? Sigismund, Wenzel, Jobst? Was für eine Frage ist das denn? Zweifelst du an meiner Treue zum König? Nein, so habe ich das doch nicht gemeint. Heinrich wählt seine Worte nicht immer mit Bedacht, Herr. Das macht nichts. Ehrlich gesagt wissen wir alle, dass König Wenzel kein so großer Mann ist wie sein Vater Karl. Aber so ist nun mal die Welt. Die Geschichte ist voller Könige, die für die Krone nicht geeignet waren. Das Blut in ihren Adern ist wichtiger als das, was sie im Kopf haben. Er ist kein guter Herrscher. Na und? Meiner Meinung nach ist ein König vor allem der Garant für göttlichen Frieden. Seine größte Stärke ist seine Legitimität. Aber was, wenn ein Herrscher wirklich schlecht ist? Oder verrückt? Sagen wir es Zwei so. Typen da hinter uns. Niemand lebt ewig, mein Junge. Vor allem nicht schlechte Könige. Nicht wahr, Herr? Warum stehen da nur zwei Typen hinter uns? Mit einer Hellebarde und drehen sie im Kreis. So. Okay. Was hat der Knochenteufel hier gemacht? Was hat Knochenteufel hier überhaupt gemacht? Krieg geführt, wenn man es denn so nennen kann. Er hat allein hier in der Gegend 3 von Sigismunds Karawanen und einen Trupp von Kumanen überfallen. Das macht mich ein wenig nervös. Wenn irgendjemand herausfindet, dass er sich hier versteckt hat. Am Ende war es sogar Job selbst, der die Angelegenheit geklärt hat. Er sagte Hinek, er müsse aufhören, weil es seine Pläne störe. Okay. Schaut er mal überhaupt nicht ein bisschen herauszufinden, wer zum Fick ist der Jobst überhaupt? Und wer zum Fick ist der Knochensäger überhaupt? Warum geht Jobst solche Risiken ein? Dabei könnte Sigismund fast an ihn rankommen. Und wofür? Um zu tun, was er schon sein Leben lang tut. Intrigieren. So könnte man es nennen. Er bemüht sich um Bündnisse mit den unentschlossenen Herren und versucht ein paar von denen auf unsere Seite zu bringen, die bislang Sigismund folgten. Er will sich mit Verrätern zusammentun? Tja, so läuft das leider in der Politik. Die meisten schlagen sich auf die Seite, auf der sie die wenigsten Probleme erwarten. Unter uns, mir gefällt die Taktik von Jobst nicht. Und ich bin der Letzte, der sich Gewalt wünschen würde. Also, was ist mit uns? Was tun wir jetzt? Der Markgraf will sicher mit dir sprechen. Aber er kommt frühestens morgen zur Festung zurück. Ich hoffe, ihr nehmt bis dahin mein Angebot an, die Nacht hier zu verbringen. Ist das nicht Nur ein schön? Angebot, ja? Also könnten wir gehen, wenn wir das wollen? Nun, der Markgraf hat mich gebeten, bis zu seiner Rückkehr auf euch zu achten. Aus Gründen der Sicherheit. Wessen Sicherheit? Gute Frage. Eure, denke ich. Ach, na gut. Ich schaffe heute eh keinen Schritt Wir mehr. haben alle voll im Arsch.
Gibt's was Neues von Capon und Liechtenstein? Danke für die Gastfreundschaft. Das ist, ich schätze mal schwer, dass die nächste Aufgabe lauten wird. Ich meine, der Hans ist ja fort und dass wir den befreien müssen, nehme ich an. Die geile Wache. Schau, ich hol's mir dem Essen. Herr, es gibt noch einen Grund für unseren Besuch. Herr von Bergo hält meinen Herrn Hans Capon von Pirkstein als Geisel fest. Außerdem müssen wir Jobsts Verbündeten Johann von Liechtenstein warnen. Weißt du etwas über die beiden? Oh, nein, leider nicht. Ich wusste nicht mal, dass von Bergo hier ist, bis ihr es mir gesagt habt. Und ich habe nichts über Herrn Liechtenstein gehört. Das sind aber gute Neuigkeiten. Wenn man ihn gefangen und hingerichtet hätte, wüsste jeder in der Region davon. Also lebt er hoffentlich noch. Danke für die Gastfreundschaft. Ich denke, ich gehe ins Bett. Ich sollte wohl ins Bett gehen. Wo kann ich schlafen, Herr? Ich habe Zimmer für euch alle vorbereiten lassen. Deines befindet sich hier im Palast. Geh durch den Gang und dann die Treppe hoch. Du kannst es nicht verpassen. Über der Tür hängt ein Kranz. Kranz? Aber esst euch alle erstmal satt. Und vielleicht wollt ihr euch vor dem Schlafengehen noch waschen. Warum Ich habe der Stingebild ist? Dienerin Susanne gesagt, sie soll Bäder für euch einlassen. Sie sind in dem kleinen Haus im Hof neben der Mauer. Sprich im Festsaal mit dem Pisek. Ruhe dich aus, gehe vor dem Schlafengehen baden. Das können wir, ist das optional? Ja. Ruhe dich aus, gehen wir in Richtung C, gehen wir schlafen. Der Stunger ist noch keiner! So, ui. Interessante Schießscharte. So, wo müssen wir hin? Da, irgendwas mit Gang hat's geheißen. Ist da nicht irgendwo, soll da nicht irgendwo ein Treppen sein? Du dummes Hundchen. Was, dummes Hundchen? Das ist der Köter, bester Mann am Platz, du. Ah ja, da schon, ja. Was mit dem Schreiber? Nein, nicht schon wieder stehlen. Nein, bring mich nicht in Versuchung. Ich mag nicht stehlen. Geh weg. Da über der Tür hängt der Kranz, hat's geheißen. Muss ich noch weiter rauf, oder? Ja, hab ich den Kranz jetzt nicht sehen können. Haben wir ein schönes Bett. Oh, was haben wir da? Lesen? Was ist das? Der Mägdekrieg. Das bleibt mir jetzt einfach einmal schnell durch, in der Hoffnung, dass wir irgendeinen Skillpunkt kriegen, aber das schaut mir nicht so. So, mach die Bumsbude zu. Schau da, wie schön das ist. Schau so, wie schön das ist. Sieh es dir an. So, passt. Kisten. Kistige Kiste! Verzierte Axt, was ist denn das? Wo man die Pfeil nach oben. Inventar öffnen. Wie schaut man da eigentlich aus? Das habe ich alles hergekriegt, glaube ich. Reitstiefel, die können wir übertragen, die brauchen wir nicht. Rehfleisch behalten wir uns, das habe ich gestohlen. Über den Heiligen Wenzel, weg damit, auf Samtpfoten, Bier der wir weg, Eisen der wir weg, das der wir weg, das ist alles gestohlen. Alles gestohlen, das verstecke in der Kiste, da wird schon gar nicht reinschauen. Mir kommt der, was soll ich sagen, die Wing nix, die können wir mitnehmen, das passt. Ja, pflanzen wir uns hier und schlafen wir. Pflanzen wir uns hier und schlafen wir. Deine Kiste, du Depp. Warum gleich wieder so aggressiv, Mr. Toto? Warum denn? Das ist übrigens ein absolutes Downgrade. Man kann nicht mehr scheißen gehen. Einmal ging das nur, dass du auf einer Bord hockst. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Oh, wir haben einen Flashback, wir haben einen Traum. Stimmt, die haben wir umgebracht oder aus dem Fenster rausgeworfen. Ich habe ehrenvoll gekämpft. Bin auch ein paar Mal gestorben. Jetzt hast du deine Rache. Aui. Toto war beim Zahnarzt. Vater. Da bist du jetzt durch. Fühlst du dich jetzt besser? Ja. Und wie geht es weiter? Marquard von Aulitz ist der Nächste. Haben wir da auf dem Rachefeldzug oder wie sehe ich das? Dann von Bergo. Dann... Willst du das wirklich, mein Sohn? Ganz gleich, wie viele Menschen du umbringst. Das wird es nicht ungeschehen machen.
Ich will es aber so. Ganz sicher, Heinrich. Ja, eigentlich schon. Miezi? Was ist los? Warum wächst du mich? Der Markgraf ruft nach dir her. Und nach dem anderen Herrn. Meinst du Schischka? Glaube ich. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber er wartet im Hof. Ich wollte gerade los, um seine Wunden zu versorgen. Und Katharina. Das stört mich noch ein bisschen, dass über die zumindest wissen wir vom Sisek mittlerweile, dass er früher Bandit war und sie dann halt da irgendwie eingearbeitet hat. Aber warum die Katharina eine von seinen Weibern ist und da so krass ist, das wissen wir immer noch nicht. Bin ich gespannt, ob das noch aufkommt. Und Katharina? Was ist mit Katharina? Ist das die Frau, mit der der Herr angekommen ist? Weiß ich nicht. Ich habe sie mit unserem Hauptmann Schischka! Was hab ich gesagt? Siska. Schischka, ist mir wurscht. Dann gehe ich jetzt. Schnauzbärt. Ich nenne habe ich. hier noch Frühstück, falls der Herr Hunger hat. Und in der Truhe dort ist ein sauberes Hemd. Ich dachte, das sei angebracht, da dir gestern Nacht nicht nach einem Bad zumute war. Oh, war ich zu forsch? Nein. Oh, wie nicht. Wir sind schon wieder zum... Danke. Brauchst du noch etwas? Nein, Herr. Warum stehst du dann da rum? Du hast mich nicht entlassen, Herr. Was ist denn? Geh ruhig, nicht so formell. Ja, diese Formalität geht mir voll auf den Sack. Ich bin kein Adliger. Du musst nicht so formell mit mir reden. Doch, weil du ein Gast des Markgrafen bist, Herr. Darf ich gehen? Ja, ich meine, Ja, ja, natürlich. ja. Danke, Herr. Das Game, Alter. Mit so einfachen Sachen finde ich Schischka. Schischka, blöd. So, wo hat der Frühstück hingelegt? In meine Kisten. Der Frühstück in meine Kisten gelegt? Met und Schnaps. Gute Frau. Hey, bist du verheiratet? Ein Schlaftrunk. Ja. Da ist der Hund drauf. So, was müssen wir tun? Finde Schischka. Ja, Alter, muss ich jetzt den ganzen... Alter, die Scheißburg ist voll groß. Wie soll ich den finden? Ist der Hund oder wo? Bin ich knockert? Hey. Oh, Alter, jetzt hab ich extra mein ganz Kampfgewand wieder angezogen. Und sie zieht zwar wieder aus. Kruzifix. Was ist denn da wieder los? Maxi, mir ist für 20 Monate. Kuss auf die Nuss. Hat man die... Warte mal. Die 30 Groschen, die nehmen wir mit. Verband nehmen wir auch mit. Was haben wir da sonst noch so herin? Ich hab doch gesagt, die hat da irgendwas hingelegt. Hat sie die Kisten vielleicht gemeint? Wird schon passen. Wir gehen einfach da übrigens nicht wundern, wenn man so auf die Leute zugeht und man läuft lang genug dagegen. Was haben wir da? Nein, jetzt nicht. Damit sie die Wege nicht blockieren, verschwinden die dann und man kann durchlaufen. Sonst kriegst du Vögelchen. Wieso kriegen wir da jetzt nicht raus? Verstehe ich nicht. Gut, gehen wir mit. Nicht. Auf Treppen zusprinten ist übrigens eine schlechte Idee. Haben wir uns schon des Öfteren einmal in den Es Haxen. ist so, meine Dame. Bruder. Wir sind nicht untätig. Meine Männer machen diese Übung jeden Tag. Beeindruckend. Und der Hund jetzt da. Wenn Sigismund mit seiner Armee hier auftauchen sollte, Mit dem kannst ist du er ihm Pumpe. ganze 2 Krieger entgegenschicken. Aber warum sollte er hierher kommen? Warum denn nicht? Was weiß ich, was die wieder Ja, laufen. Was Piesek ist war mit dem? bei Ist er der bummvoll oder was ist mit dir? Religionsmeister. Waffenknecht? Und jeder weiß, dass Warte mal. er Wenzel Ist er ein Schläger oder was du denn? Ja. Scheibe Aber heißt. ich bin sicher, dass Scheibe heißt. Du hast recht. Gin Tonic, ich wollte es nicht Soll sagen. der rote Fuchs kommen, unsere Mauern werden seine Armee aufhalten. Bist mein Hund, Oder zumindest I'm a einen simple Teil man. von Steht dir. der Hund vor mir, Was? muss ich eine Einfuchsdorf grauschen. Hilft nicht. So, wo findet man den Zigeuner Seppen jetzt da? Da ist er! Jetzt waschen wir uns mir einmal. Besser wie nix. Du, das ist besser wie nix. Die hier? Da bin ich vom Burgwall im Luxemburger Schloss gefallen. Ja, das ist ein Siemens Lufthund. Von So, den Mauern? Mr. Hast Sischka. du dieses Schloss verteidigt, Schischka, oder? Entschuldigung. Wie läuft es, Hauptmann? Was denkst du denn? Mir ging's schon besser. Und bei dir, Kleiner? Genauso. Eigentlich geht's uns ganz gut. Tja, nach allem, was wir durchgemacht haben, erstaunlich gut. Warte mal ab, bis du so viel erlebt hast wie ich. Du bist immer noch stark, solange lebe ich nicht.
sag das nicht. Du hast doch noch deine Stärke. Ein echter Mann aus Eisen. Ziemlich verrostet, würde ich sagen. Aber genug gequatscht. Offenbar ist Jobst wieder in der Festung. Deshalb bin ich hier. Man erwartet uns. Die können noch etwas länger warten. Erst muss ich mich fertig machen und Katharina sagen, sie soll die Pferde satteln. Geh schon mal ohne mich vor. Erwartest du Ärger? Wo sollen wir nach Knochenteufel suchen? Soll ich alleine gehen? Ich gehe dann mal. Ich gehe dann mal. Komm, laufen wir noch pimmelt. Dafür müssen wir uns vielleicht noch ein wenig einen Schwank aus der Jugend mit ihr hören. Sieh an, der ehrenwerte Heinrich von Skalitz. Ich unterhalte mich gerade mit dem Hauptmann hier über diese heruntergekommene Festung. Das ist doch übertrieben. Letzten Endes ist es so, wie mein Großvater immer sagte, die Stärke einer Burg liegt in der Garnison. Und meine ist eine der besten in der ganzen Gegend. Was meinst du, Junge? Hab ich recht? Deine Garnison ist beeindruckend. Deine Garnison ist ein Witz. Ich habe kein Interesse am Kämpfen. Was ist das, wo wir da gerade sind? Ist das eine Garnison? Irgendwann sind wir auf einer Burg. Ja, beleidigt man mal nicht, auch wenn er ausschaut wie der Schako. Wissen jetzt noch absolute Pro-Gamer, was ich meine. Ja. Aber wir schauen mal aus wie der Ich Schako. gebe zu, dass die Soldaten hier ziemlich furchterregend sind. Ich möchte ihnen nicht im Kampf gegenübertreten. Aber ich habe so das Gefühl, dass du eher vor ihnen davonlaufen würdest, stimmt's? Lass gut sein, meine Dame. Kein halbwegs schlauer Kerl würde sich meinen Männern stellen. Die Garnison ist die Truppe, die die Burg verteidigt. Das Warum ist bist du überhaupt hier, Heinrich? Der Markgraf erwartet mich. Nur dich? Kommt Jischka nicht mit? Jischka sagte, ich solle vorausgehen. Er müsse erst noch die Pferde vorbereiten. Oh, verdammt! Was ist denn? Gar nichts. Geh zu Jobst. Ich kümmere mich um alles. Das war kurzer Spaß. Ich mag auch kämpfen! Hallo? Rubbel! Rubble! Ah, Schwert auf dem Dates. Na gut, dann schmerzt mir. Und die alle Treibsuffen? Oder was ist mit denen? So. Nehme mal. Ah ja. Cutscene-Time. Heinrich. Heinrich. Wo ist Hauptmann Jischka? Er wurde aufgehalten. Laut einem Bericht, den ich erhalten habe, wehen von Bergos Banner im Lager meines werten Vetters Sigismund. Ich vermute daher, die Verhandlungen in Troski liefen nicht allzu gut. Nein, Herr, ich überbringe schlechte Kunde, befürchte ich. Tja, ob nun gut oder schlecht, du hast sicher eine Menge zu berichten. Erzähl, wie lief es mit von Bergo und Troski? Von Bergows Verrat, ich habe das Gefühl, du weißt schon alles. Ich habe irgendwie das Gefühl, er weiß schon alles. Verzeih mir bitte, Markgraf. Aber ich habe das Gefühl, du weißt Und ja, bereits das ist der Jobst, wenn ich es richtig verstanden habe. Das Gefühl habe ich nicht. Dieser Tage scheine ich komplett im Dunkeln zu stehen. Johann von Liechtenstein, mein Hofspion, könnte man sagen, lässt nichts von sich hören. Aber bei einer Sache hast du recht. Ich habe so eine Ahnung, was ihr auf Troski getrieben habt. Kommen wir nun zu einer wichtigeren Frage. Ich hörte, dass du in von Bergos Verlies gelandet bist. Und so wie du bei deiner Ankunft aussahst, wurdest du nicht allzu gut behandelt. Du hast dort nicht zufällig irgendwelche Geheimnisse ausgeplaudert? Verrat an Liechtenstein, ich habe nichts gesagt. Oh shit, ich weiß nicht mehr, was wir da haben. Ich probier's. Oh shit, oh shit, oh shit. Und natürlich haben wir was gesagt. Naja. Seien wir ehrlich, Nun, auch wenn ich es ihm nicht verraten habe, hat von Bergo gewisse Informationen bekommen. Welche Informationen? Über Liechtenstein. Dass er in Kuttenberg ist und was er dort tut. Es tut mir leid, Herr, aber wir wurden gefoltert. Das ist äußerst bedauerlich. Aber du musst dich nicht schämen. Man kann von niemandem erwarten, Folter zu widerstehen. Aber Herr Liechtenstein, was, wenn Sie ihn unseretwegen getötet haben? Johann begab sich in die Höhle des Löwen. Ihm waren die Gefahren bewusst. Danke für die Neuigkeiten. Du kannst nun gehen, wenn du möchtest.
Aber du bist auch länger in der Festung willkommen. Sobald es möglich ist, kannst du dich einer Gesandtschaft nach Ratay anschließen. Bestimmt willst du schnell nach Hause. Nix da, wir müssen mal einen Hans. Ich kann den Hans nicht im Stich lassen. Du ehrst mich, aber ich kann nicht annehmen. Wir müssen mal einen Hans retten. Was? Ich soll nach Hause gehen? Das geht nicht. Ich muss Herrn Hans retten. Ich habe geschworen, ihn zu beschützen. Ein edler Gedanke. Aber du solltest dir keine Sorgen um Herrn Capon machen. Von Bergo hält ihn sicher in einem goldenen Käfig. Ich habe es versprochen, Herr. Ich verstehe. Doch ehrlich gesagt ist Herr Capon sicherer als du oder ich. Wir sollten am besten einfach auf die Lösegeldforderung warten. Markgraf. Ah, Hauptmann Žižka. Wir sprachen gerade über Herrn Capon. Der Markgraf denkt, er sei nicht in Gefahr und wir sollten die Lösegeldforderung abwarten. Wie es üblich ist. Ich will mit dir etwas anderes besprechen. Du fragst dich sicher, warum dein Freund Hynek, der Knochenteufel, nicht hier ist. Oh, in dieser Festung machen allerlei Gerüchte die Runde. Du und Pisek habt ihm Zuflucht verwehrt. Zuflucht ist für Leute in Not, Hauptmann. Hynek wollte brandschatzen und plündern. Doch ich habe da andere Pläne. Ach ja, hä? Und wie genau sehen die aus? Rumsitzen und schwatzen, während König Wenzel im Kerker verfault? Wie könnte es anders sein? Gerade erst hast du dich mit Sigismund gegen Prokop verschworen, deinen eigenen Bruder. Es wäre Zeitverschwendung zu versuchen, jemandem wie dir die Vielschichtigkeit der luxemburgischen Dynastie zu erklären. Lass dir aber von mir sagen, dass es das war, was die Lage genauso erfordert hat. Und ich versichere dir, dass alle meine Handlungen einzig und allein dem Interesse dieses Landes und unseres Königs Wenzel folgen. Du handelst doch nur in deinem eigenen Interesse. Jeder weiß das. Gewagte Worte von einem Mann, der sein täglich Brot mit der Ermordung von Händlern auf der Straße verdient. Aber wie Zwock. Nichts für ungut, entschuldige. Ich bewundere diese Kunst. Manchmal vermag die Feder mächtiger zu sein als das Schwert jedoch. Trifft das nicht immer zu. Herein! Als dat man Film muss schauen, ich liebe es. Wir können aufbrechen, Herr. Gut, wird auch Zeit. Es trifft sich, dass der Hauptmann uns auch eben verlassen wollte. Oder nicht? Sehr gerne. Mit dem Und stimmt was du, nicht. Heinrich? Herr, ich gab mein Wort. Ich verstehe. Und ich werde dich nicht zwingen zu bleiben. Doch bitte bedenke, ich habe diese äußerst zerbrechliche Waffenruhe mit Sigismund erwirkt, die uns im Moment Zeit verschafft. Und falls irgendwer meine Pläne mit starkköpfiger Gewalt durchkreuzen sollte, dann hat das Konsequenzen. Der Wichser ist auf seiner Ernsthafte Seite. Konsequenzen. Das sagt der wie es ist. Ich sehe diese Sache als geklärt an. Lebt wohl und viel Glück. Hundertprozentig ist der auf dem Sigismund seiner Seite. Und versucht ihm jetzt quasi Zeit zu verschaffen. Bin ich mir sicher. Ich habe den Eindruck, dass Jobst dich nicht sonderlich beeindruckt hat. Brechen wir auf? Das stimmt. Und Heinrich begleitet uns. Du hilfst uns bei der Suche nach Capon? Sicher. Aber dafür brauchen wir mehr Leute. Und Informationen. Jetzt gut. Bei dem stimmt was nicht. Sehe ich genauso. Zack, die Hundsfrau. Katharina, ich habe eine Aufgabe für dich. Ja. Geh nach Kuttenberg und finde heraus, was mit Liechtenstein passiert ist. Wenn irgendjemand weiß, was in diesem gottverlassenen Land los ist, dann er. In der Zwischenzeit werden wir Knochenteufel und seine Bande suchen. Viel Glück. Ich würde sogar bis nach Rom gehen und rumschnüffeln, wenn ich dafür den Teufel nicht sehen muss. Auf geht's! Dipferina, Dipferina. Und jetzt reiten wir einfach davor und der wir so, als wäre nichts gewinnen oder was? Da sind wir nun, um Gottes Willen. Du hast gelernt, eins nach dem anderen, Kutscher, bezahle einen Kutscher und reise mit ihm zwischen den Regionen von Troski und Kuttenberg hin und her. Ah, schau her, da kommen die alten Gebiete.
wieder eintüdeln. Hauptstufe, jetzt haben wir da. Jetzt haben wir da, das hätten wir letztes Mal schon mal sollen. Was tun wir jetzt mit ihm? Jetzt warte mal, eins nach dem anderen. Begibt euch mit Shishka zur Teufelszuflucht. Ich sollte in Shishkas Nähe bleiben, ohne ihn könnte ich mich hier leicht verlaufen. Das ist absolut richtig. Dann reiten wir mal nach. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Aber mich sollte er sogar so erkennen, wenn er nicht besoffen ist. Wie lautet der Plan? Wir ziehen von Dorf zu Dorf, von Weiher zu Weiher, bis wir ihn finden? Das wird nicht nötig sein. Wir müssen einfach nur dort suchen, wo der Alkohol fließt. Also in allen Schenken und Kaschem der Region? Die 6 von da schon, wo wir wollen. Dann maulen der wir nicht. Da bin ich dabei. Macht dir keine Hoffnungen. Wir trinken ein Bier, lauschen den Gerüchten. Und wenn wir nicht fündig werden... Jetzt habe ich auf I gedruckt und es ist das erste Mal das Spiel abgehackt. Einfach zugegangen, einfach Black Screen und weg. Ich hätte es nicht so loben dürfen. Vielleicht machen wir aus dem 12 von 10 wieder 11 von 10, okay? Ja, sprichwörtlich unspielbar. Sprechen hast recht. Sie haben nichts gesehen. Was? Die macht dabei so. What the fuck is this piece of shit? Ah, da habt ihr eine Depp! Du musst da nix. Nein. So nicht! Freunde der Sonne, so nicht! So, passt schon wieder. Ich baue die Bisselpause. Ja, jetzt warte mal. Oh, jetzt geht's. Ich wollte aufs Inventar zugreifen. Jetzt warte mal. Mann, das hat mich wieder komplett knockert gemacht. Jetzt muss ich wieder die ganze Scheiße da anziehen. Kruzifix. Ja gut, wir nehmen erst einmal unser Schwert natürlich. Wir nehmen einen Dolch, wir nehmen eine Fackel, wir nehmen mal Google-Helm, Kettenhelm. Was ist da? Schützenhabenslot. Dann machen wir so. So. Google. Nackenschutz. Einfache Brigantine. Warum kann ich den nicht erzählen? Lege erst einen Gambison an. Langer Gambison, haben wir dann einen guten, haben wir dann bitte, ist gut, Ritterbeitel, dies nehmen, Mantel nehmen, Brigantine nehmen. Dann haben wir die Dinge, dann nehmen wir unsere Sanduhrhandschuhe. Dann nehmen wir die Beinlinge, haben wir da bessere Beinlinge? Nö. Dann nehmen wir die Eisenbeinlinge, Sporen nehmen. Und wir nehmen die Arbeiterstiefeln. Dann nehmen wir noch einen Ring. Und einen Umhang und dann essen wir mal was, einfach wenn wir es kennen und dann passt es. So. Bleib bei mir. So, speichert man mal schnell. Passt schon. Aber mich sollte er Nackenschutz so gegen die Nackenschelle, natürlich. Wenn er nicht besoffen ist. Wie lautet der Plan? Wir ziehen von Dorf zu Dorf, Mai passiert. Weiher zu Weiher, bis wir ihn finden? Das wird nicht nötig Nix sein. Google. Sitzt der ein Bing auf. Was ist denn ein Wo Bing? der Alkohol fließt. Also in allen Joke Brother, Schenken und ich hab wieder Kaschem Sachen der übersehen. Region? Joke Brother, mir ist wieder ein Reset, Maxi, mir ist das Galsenleis, mir ist wieder ein Zwickel. Der Schlosser Domi, mir ist wieder ein Zwickel und das Nidi ebenfalls, mir ist wieder 5. Ich hoffe, also du hast mal wieder vor einen Simulator zum Zocken, wie zum Beispiel einen Streamer-Simulator 2, war jetzt auch geil. Kommt, wenn wir wieder ein bisschen Abwechslung hineinbringen. Wir machen diese Woche übrigens wieder dreimal Stream. Mach dir keine Heute Hoffnung. Mittwoch Wir und trinken am ein Bier, Freitag lauschen 20 den Uhr, damit wir in dem Spiel da mit Und wenn wir machen. nicht Ja, fündig weil wir werden, da zahlen wir und mit ziehen 3-4 weiter. Stunden in der Woche einfach nicht weiterkommen. Ich habe von einem Ort gehört, an dem sich bevorzugt Banditen, Wilderer und anderes Geschlecht Listen. rumtreiben. Wäre ich auf der Suche nach dem Teufel oder nach jemandem, der ihn kennt, dann würde ich dort anfangen. Klingt nach einem guten Plan. Und was, wenn wir den Teufel gefunden haben? Wenn wir Sigismund wirklich eins auswischen wollen, brauchen wir fähige Männer. Und der Teufel ist fähig. Zu einfach allem. 3 Leute können wohl kaum Die etwas werden- ausrichten. Hinek Geht. ist nicht allein. Er hat die Teufelsmeute. Wen? So nennt sich seine Bande. Das ist genau die Sorte Männer, die wir brauchen. Und was genau schwebt dir vor, um Sigismund eins auszuwischen? Was ist mit Liechtenstein? Capon? Das gleiche, was wir mit von Bergo gemacht haben. Aber keine Bange, das liegt noch in weiter Ferne. In der Zwischenzeit findet Katharina hoffentlich raus, wo sich der junge Liechtenstein versteckt. Wenn sein Netzwerk aus Spionen wirklich so beeindruckend ist, wird er bestimmt wissen, wo Capon steckt. Das will ich hoffen.
Und wenn er erst frei ist, widmen wir uns Sigismund. Herr Capon wird uns nur zu gerne dabei helfen. In diesem Fall wäre die Gefangenschaft wohl besser für ihn. Also, was sagst du? Legen wir einen Zahn zu? Ja, bitte. Legen wir einen Zahn zu, damit ich da mal was lesen kann. Stadi, merci dir! Oh, Meister Birger, ich muss leider mitteilen, dass die Maßeinheit dieser Zeit noch nicht angebracht ist, da diese erst im 1793 bestimmt wurde. Die holde Maid Lea S. kann uns sicher mehr sagen, da ich nichts mehr weiß. Ist Lea da? Wir sind da. Alter, wo haben wir mich jetzt da entlang geritten? Hat er das schon länger, hat er einfach nur, Alter, es war so narrisch am Freitag, wenn man mir das ist die neue Map, Alter, es ist so utopisch. Es ist so fucking utopisch, die ist einfach viermal so groß wie die Map, wo man vorher schon 30 Stunden verbraucht. Freilich ist die Lea da, so ist brav. Teufelszuflucht, also da soll der andere Sepp drin umeinander gucken. Hoffentlich war unsere Reise nicht umsonst. Halte deine Waffe bereit, Heinrich. Ja, ich darf erst mal gerne absteigen. Jetzt haben wir Reinhard. Ich habe meine Waffe bereit. Wo ist mein Bogen? Warte mal, den haben wir noch nicht ausgerüstet. Machen wir Bogen, das ist wichtig. Bogen wichtig. So, und unsere Handkanonen. Die gute alte Handkanone, die müssen wir natürlich auch noch rein da. Passt. Sporen, aber die Sporen vorher nicht angezogen. Warum habe ich die nicht angezogen? Weiß ich nicht. So, jetzt schauen wir gut aus. Haben wir ein wenig Lettig und ein wenig der Haut, aber das hilft nicht. Schau, Kuttenberg heißt heutzutage übrigens Kuttner, oder? Ich habe keine Ahnung, kann das die Lea bestätigen? Es kann da wieder irgendein Schimpfwort sein, ich kenne euch da. So, was tun wir? Ach ja, wieder mal Zeit für eine Cutscene. Was absolut nicht schlimm ist. Keine Sekunde. Ja, geil, Schlägerei! Oh, darf man gleich mitschlägern, das war super. Ach du Scheiße. So grantig gleich. Ich hab dich mehrmals gewarnt, du erbärmlicher Säufer! Warte, ich hab nicht gemogelt. Die Würfel fallen besser, sobald ich trinke. Ist eine göttliche Gabe. Entweder zahlst du uns unser Geld zurück, oder wir nehmen deinen Kopf als Pfand. Für meine olle Rübe gäb's keinen müden Groschen. Geile Stimme schon wieder. Da hast du wohl recht. Lea sagt, das ist korrekt. Ich hätte das ist richtig Verwendung geil, dass wir so für diese jemanden in der Community haben. Press F für Lea. Ich kann Los. dafür nur Ach du Scheiße, gibt schon wieder Schläge. Eisen bezahlen. Du Scheiße. Oh, kriegen wir aufs Maul. Schischka? Was ist denn er für geiler Affe Ihr eigentlich? macht Gang besser jetzt schon wieder. kehrt Und verschwindet, wenn ihr an eurem Leben hängt. Oh, es wird zum Leid Sicher abstehen. bemerkt, dass wir mehr sind als ihr. Das lässt sich ändern. Er gefällt mir jetzt schon. Easy. Ist er der Knochenteufel? Knochenteufel, nicht Knochensäger, sondern er gefällt mir. Hat eine gute Stimme und ist ein wenig ein Depp. Finde ich gut. So, habe ich mein Schwert automatisch heraus? Bitte sag ja. Weil die Schwerter aus der Züge. Bereitet ja ein Ende. Ja, wie schaut's aus? Hau her. Wartest du auf Befehle von deinem Weib? Kämpfe! Das ist ja ruhig. Das ist ja ruhig. Direkt Muss ich dich lächerlich! schon wieder aus der Scheiße retten? Immer noch derselbe alte Säufer. Easy going. Das spielt jetzt keine Rolle. Ah, der ist schon wieder so leise. Wo ist deine alte Bande? Vor dir steht alles, was davon übrig ist. Geht leider nicht, Staudi. Und ob. Das ist übrigens Heinrich. Heinrich, das ist Kubienka. Grüße und danke für deine Hilfe. Du bist ein geschickter Kämpfer. Danke. Nicht, dass ich Hilfe gebraucht hätte. Dieser Kerl wäre der beste Schütze nördlich der Alpen. Wenn er nicht immer besoffen wäre oder mit einem Bein im Kerker stünde. Weißt du, was mir heute auffällt? Heute fällt mir zum ersten Mal auf, dass die Anhäufung von diesen kleinen Fehlern wirklich viel sind. So fair muss man auch mal sein. So gut wie der erste Teil, die ersten 30 Stunden waren. Mir kommt es ein bisschen vor, als war die Intro-Geschichte, die ersten 30 Stunden in dem anderen Gebiet, ein bisschen mehr polished als das hier. Aber so krass sind die Dialoge, war es jetzt noch nie, dass es so leise ist. Schau dir sein Gesicht an. Geiler Typ. Müssen wir halt lesen dabei, für die sind Untertitel da. Hilft nicht. Hat es denn eigentlich auch geheißen, dass ein Patch kommt?
letzte Woche ein großer, kleiner und jetzt dann ein großer. Sollen wir lieber gehen, bevor wer die Leichen bemerkt? Ach was, das ist die Teufelszucht. Wenn wir uns benehmen, lässt uns der Schankwirt nur für die Reinigung bezahlen und mehr nicht. Du wirst noch genug Zeit haben, dich an die Gebräuche hier zu gewöhnen. Wir suchen nach dem Teufel. Wo steckt er? Wie gesagt, es gibt eine Menge zu bereden. Also fangen wir lieber an. Psst, das ist der Schankwirt Leichtfuß. Männer, das geht so nicht. Ihr tötet meine Gäste und macht eine Riesensauerei. Die haben angefangen. Die haben den halben Tag lang angeschrieben. Wer soll jetzt dafür aufkommen? Durchsucht doch ihre Taschen und verkauft ihre Waffen. Das sollte reichen. Und ich glaube, dass Kubienka ihnen noch ein paar Gewinne schuldig war. Ich habe nicht betrogen. Her damit. Also gut. Womit habe ich dich verdient? Hier, Er riecht bitte. uns mal pumpenvoll. Ah, du bist ein Adliger und noch dazu Ansehen, merkst du dir? großzügig. Ich weiß nicht, wie der Das wäre Arbeitskollege nicht nötig ausschaut. gewesen. Aber danke. Verbindlichsten Dank. Lass den Rest nun meine Sorge sein. Wir schleifen die Leichen raus und streuen Sand über das Blut. Niemand wird ahnen, was hier passiert ist. Zu freundlich. Aber lass uns doch bitte allein. Die vermisst doch niemand. Um die scheren sich höchstens noch die Büttel. Vielleicht springt sogar eine Belohnung dabei raus. Hast du Herrn Schischka gehört? Verzeiht, hab ich. Ich gehe ja schon. Ruft nach mir, wenn ihr noch etwas benötigt. Weigen, wer ist dieser Teufel überhaupt? Sind nur du und der Teufel hier. Jetzt ist er ist halt wahrscheinlich der Teufel. Ich meine, er ist so ein herausstehender Charakter. Wer ist dieser Teufel denn überhaupt? Ein hitzköpfiger, gefährlicher Mörder. Jemand, den man lieber auf seiner Seite haben will. Und ein hinterlistiger Fuchs. Einmal hat er eine Burg belagert, wo man sich einfach nicht ergeben wollte. Also verkleidete er sich als Bettelweib. Sie ließ ihn ein und er brachte sie im Schlaf um. Ich bedauere, nicht dabei gewesen zu sein. Ich war dort. Tatsächlich hat er die Enkel des Bettelweibes entführt und damit gedroht, sie zu verkrüppeln, wenn sie ihm nicht helfe. Sie öffnete ihm das Tor und den Rest kennt ihr ja. Also ist es doch nicht, oder was? Die Geschichte des Teufels ist viel besser. Ich schweige jetzt mal. Es muss doch der Teufel sein, oder nicht? Oder ist Können er... wir ihm vertrauen? Ich fürchte, er wird uns bei erster Gelegenheit verpfeifen. Leichtfuß? Das glaube ich nicht. Dann würde er doch auch im Kerker landen. Solange wir ihn bezahlen, wird er uns zu Diensten sein. Wenn du das sagst. Was ist denn nun mit dem Teufel? Ich muss ihn sprechen. So leicht ist das nicht. Er sitzt gerade ein. Was? Der Teufel wurde geschnappt? Und das erwähnst du so ganz beiläufig? Wer hat ihn geschnappt? Wo halten sie ihn gefangen? Wie lange ist das her? Wie lange ist er schon eingesperrt? Ich war seitdem keinen Augenblick mehr nüchtern. Es muss eine Woche her sein. Oder einen Monat? Ja, einen Monat. Einen Monat? Und er ist noch am Leben? Das ist es ja. Der Teufel ist bekannt. Viele Leute wollen ihn tot sehen. Aber auf ihn warten weder Strick noch Axt. Sie wollen, dass sein Tod so grausam wie nur möglich wird. Der Teufel ist ein Hurensohn. Aber das hat nicht mal er verdient. Wer hat ihn geschnappt? Das weiß der nicht. Irgendwelche bewaffneten Bastarde. Scheiße, Kubienka, du musst doch wissen, wer hinter euch her war Er ist nicht und der warum. Knochenmann, er ist der Kubienka. Nun, wir haben einen Auftrag in Kottenberg versaut. Eigentlich ein Kinderspiel. Aber die Schweine waren in der Überzahl. Bevor wir wussten, wie uns geschieht, haben sie den Teufel umgehauen und sich auf ihn gestürzt wie die Krähen. Mula und ich wollten helfen, aber konnten es nicht. Mist. Ich bin sauer, dass wir ihn zurücklassen mussten. Aber sonst wären wir auch dran gewesen. Wo halten sie ihn gefangen? Hören wir doch raus! Weißt du, wo sie ihn gefangen halten? Ja, die Stadtwache hat ihn geschnappt. Also sitzt er vermutlich dort im Kerker. Scheiße. Von dort können wir ihn unmöglich befreien. Meine Rede. Sonst hätten wir ihn schon längst von diesen Dreckskerlen befreien können. Da kommt nicht mal eine Maus unbemerkt rein. Das schaffen wir nicht. Was haben Sie denn bloß mit ihm vor? Auf den Teufel ist ein fettes Kopfgeld ausgesetzt. Er ist der gefürchtetste Räuberbaron in Böhmen. Dank ihm stehen in Sigismunds Lager viele Zelte leer. Darum wollen sie seinen Tod voll auskosten. Dafür schaffen sie ihn in das Lager vor der Stadt. Von wem weißt du das?
Wenn dir jemand einen Wetteinsatz schuldet, Bananenbatzel verrät er dir kann einfach was sein, alles. Die Leute von Kuttenberg können es wohl kaum erwarten, ihn los zu sein. Diese Auslieferung wäre doch die Gelegenheit. Wir fangen sie ab und befreien den Teufel. Dort werden ein Dutzend bewaffneter Wachen sein. Wir sind zu dritt. Wenn ihr also nicht noch mehr Männer habt, dann... Ich dachte, der Teufel hätte selbst genug Männer dafür. Aber abgesehen davon ist der Plan gut. Eine weitere Chance kriegen wir nicht. Ich wollte hier eigentlich ein paar Helfer anheuern. Doch dann kam der Durst. Den Rest kennt ihr ja. Vor allem kenne ich dich. Typ, Alter. Vielleicht Was ist finden wir mit der- trotzdem noch Hilfe. Lassen wir die Groschen klimpern. Fällt dir noch etwas ein, das uns weiterhelfen könnte? Nun, wie wär's denn mit Handkanonen? Hast du denn welche? Nun, ich nicht. Doch in unserem alten Lager könnten welche sein. Nicht weit von hier. Die Bramme. Könnte? Ich meine, ganz sicher. Wenn mir wieder einfällt, wo sie versteckt sind. Oh Gott, was ist denn mit dem? Doch dazu liegt das Lager unweit der Straße, über die sie den Teufel führen werden. Was ist das für eine Straße? Eine enge Gasse mit einer Biegung, die geradezu nach einem kleinen Überfall schreit. Westlich von hier. Nicht zu verfehlen. Offenbar hast du dir doch noch nicht deinen ganzen Verstand weggesoffen. Und was ist mit mir? Du und Kubienka, ihr holt die Handkanonen, die er, Gott weiß wo, versteckt hat. Klasse. Da muss ich sie nicht alleine schleppen. Trödelt nicht herum. Wenn ihr die Kanonen habt, sehen wir uns am Treffpunkt. Behalte ihn im Auge. Und lass dir ja kein Ohr abkauen. Ich habe die Befürchtung, dass ich mir mit Hochgenuss ein Ohr abkauen werden lassen muss. So, haben wir mir überhaupt eben schon gefordert heute? Nein, da schon her. Kriegst du was. Oh, aber der Sackerl, gedörrtes Rehfleisch hingelegt. Ja, ich komm schon. Was tut denn mein Pferdl da wieder im Eck hinten? Haring, was tust du denn? Rückwärts, seitwärts ausparken mit dem Pferdl ist nicht so einfach. So, jetzt warte mal. Antworten, die Geschichte erzählen, die Wir Geschichte wollten ihn erzählen. gefangen nehmen. Aber stattdessen nahm er uns gefangen. Das passt zu Schischka. Aber so fangen doch die besten Freundschaften an. Damit, dass einer im Kerker sitzt und ein anderer ihn dafür auslacht? Nun, so habe ich meine Frau gefunden. Eine Frau? Wo steckt sie denn? Wo? Sie sitzt immer noch im Kerker. Habe sie nach unserer Hochzeitsnacht dort gelassen. Was? Komm schon, Heinrich. Auch wenn der Galgen wartet, muss man sich vergnügen. Sieh nicht so ein Gesicht, du miese Peter. Dich über ihn lustig machen, das machen wir. Ruhig nicht. Ich fand's einfach nicht witzig. Noch so eine Schnarchnase. Du und Schischka versteht euch sicher prächtig. Ich lache gerne, aber nur über witzige Sachen. Dann muss ich dir wohl ein Lächeln in die Wangen ritzen. Oh, Vielleicht ein Joker-Anspielung. anmutiges und geheimnisvolles Lächeln. Wie bei der Jungfrau Maria. Ein Österreicher. Ich gebe mir auch Mühe. Versuch's ruhig. Haha. Wirklich? Herausforderung angenommen. Du wärst fast umgebracht worden und fängst schon wieder Ärger an? Ja, ich kann halt nicht anders. Man muss das Leben leben und seinen Körper schinden. Bevor er unter der Erde verrottet. Jetzt hier Das ist mein Kopf und Motto. Schmerzen. Ja, Alter, wie es noch cool auf ist der Latein. Typ? Carpfen diem. Söldner, Halsabschneider, Schwindler, Säufer und obendrein noch Philosoph? Ich bin ein Mann vieler. Du weißt schon. Ein Mann vieler Schulden und vieler Schnäpse? Komm schon. Du kennst mich doch noch gar nicht. Wir lernen uns mal bei einem Bier besser kennen. Ja. Wo wir davon reden. Hast du etwas Alkohol dabei? Nein. Scheiße. So bin ich ohne Vorräte aufgebrochen. Das halte ich niemals durch. Du bist nur noch wenige dumme Witze von einem Schlag auf die Nase entfernt. Du kannst von Glück reden, dass du und Schischka mir geholfen hast. So langsam bereue ich das. Deshalb mag ich dich so. Wir werden jede Menge Spaß haben. Das habe ich im Gefühl. Aber legen wir einen Zahn zu. Ich muss pissen. Es ist so gut. Du sitzt einfach nur auf dem Viertel. Ich glaube, wir haben jetzt seit knapp einer Stunde da. Und mein Playtime von Gameplay ist 5 Minuten oder so. Wir haben nur Sachen angeschaut und es ist keine Sekunde langweilig. Wann war das letzte Mal in einem Spiel so? Was ist denn mit dem Typen? Wir können der überhaupt gerade ausreiten? Sag! Sag selber! Ich stirb vor lauter Locher, wenn er jetzt unterm Reiten einfach einschläft.
Das war ich bin der Entwickler gewesen, weil ich hätte es so eingebaut. Das Pferdl weiß schon, was lang geht. Ja, wahrscheinlich. Da bin ich schon mit dem. Oh, hoffentlich entwickelt sich der zu einem langen Nebencharakter, Hauptcharakter, wie auch immer. Weil der scheint sehr viel Spaß zu machen. Ich glaube, bei dem muss das Maul extra totschlagen. Ja, das kann durchaus möglich sein. So, wie weit ist denn der Bums da weg? Müssen wir hingehen oder mal? Wir reiten jetzt da so umeinander. Achso, wir haben schon da. Okay, die halten wir mal. Lass ja mal das Alphabet aufsagen. Reh, Hirsch, Hecht! Bei Wilderei gibt's auch nicht aufs Maul, Kinder. Lass jetzt den Hosen. Bin ich erleichtert. Jetzt nur nicht die Stiefel treffen. Oder umfallen. Oh, fast fertig. Oh, doch noch nicht. Endlich. Das Lager ist ganz in der Nähe. Oberhalb des Flusses wird ein Fahrplatz hin. Was soll ich jetzt da sagen? Jesus Christ. Freihändig! Was ist denn mit dem Typ? Oh, scheiße, es läuft mir davor. Warte auf mich! Wo bist du denn? Er redet einfach mit sich selber. Nur ein paar Schritte davon entfernt. Vielleicht beim Fluss. Oder auch im Fluss. Nee, dort war's nicht. Wir waren besoffen, aber nicht dumm. Obwohl, Janosch und Bulo schon. Einmal wollten sie ja den Händler ausrauben, weil ihm das Essen ausging. Und der Alkohol. Sie wollten also den Händler verfolgen und auf den richtigen Moment warten. Dabei sind sie ihm fast bis in Sigismunds Lager gefolgt. Sie hätten es glatt fertig gebracht, Waffen ins Wasser zu werfen. Fangen wir hier an, Heinrich! Heinrich! Staudi, mehr zu dir. Hey, Junge, komm her! Was denn? Und jetzt? Und was machen wir jetzt? Nun, wir kommen im Lager. Es ist nichts Besonderes, aber es war unser Heim. Dieser Saustall? Hey, soll ich mal dein Zuhause beleidigen? Also, wo sind die Kanonen? Beim letzten Mal haben wir sie vergraben. Beim Fluss, bei den Felsen, beim entwurzelten Baum. Und irgendwo da drüben liegt auch etwas begraben. Hast du vergessen, wo ihr sie vergraben habt? Ich habe eine Vermutung, eine Ahnung, ein Gefühl. Grundgütiger. Also, wo sind sie? An einem dieser Punkte. Sehen wir uns überall um. Irgendwo müssen sie ja sein. Dann müssen wir den halben Wald umgraben. Schwachsinn. Ich sehe mich um und dann erinnere ich mich. Ehrlich. Aber wir brauchen eine Schaufel. Früher lag eine in Janoschs Zelt. Welches ist seins? Das aus Blättern. Er war so stolz darauf, bis er eines Morgens mit Raupen übersät war. Dann mal los. Wir haben nicht viel Zeit. Das aus Blättern. Da ist eine Schaufel. Ob ihr Schaufel dabei? Warte mal. Das ist ein bisschen Waffen. Zählt das als Waffen? Nein. Aber die Schaufel habe ich, glaube ich, weggeworfen, gell? Weil man... Ja, nimm's mit. Weißt schon. Nimm die Schaufel mit. So, und jetzt? Was tut denn jetzt wieder? Wo geht denn jetzt wieder hin? Was tust du denn jetzt? Oh, da ein Hirsch. Also ich werde mal... man darf nicht wieder, da wird man aufgehängt. Das ist nichts. Das ist nichts. Ja, lass mich raten, da sind's nicht. Ich muss jetzt irgendwas... Ich fange jetzt einfach mal zum Chromo. Das ist eine Idee. Ich habe doch gesagt, ich finde es sofort. Gott, was werden wir jetzt ausgeräumt? So. Willst du mir nicht helfen? Dann wären wir viel schneller. Ich helfe doch. Ich habe diese Stelle gefunden. Was finden wir jetzt? Was haben wir jetzt gefunden? Natürlich finden wir bloß einen Schnaps. Aber diese Stelle kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, das war's wohl nicht. Was ist da, was liegt da drin? Was ist das? Das ist einfach ein Schund vergraben, das jetzt bleiben lassen da keiner. Und ich habe gedacht, die Suche wird einfach. Oh Gott. Ich habe mich wohl geirrt. Gräbst du beim nächsten Mal? Und dann geht er. Du Trottel, jetzt sag uns halt, wo die Waffen sind. Es ist halt so geil. Es ist... Stell dir mal vor, das ist eine WoW-Quest. Hör mal, Junge. Bitte sag, dass ihr die Handkanonen nicht ins Wasser geworfen habt. Natürlich nicht.
Siehst du diesen Korb da drüben? Was ist damit? Darin sind zwar keine Kanonen, aber etwas viel Besseres. Alkohol! Sei so gut und hol ihn mir. Was, warum? Warum? Warum holst du ihn nicht selbst? Das Wasser ist kalt und der Boden rutschig. Ich will nicht nass werden. Aber ich kann ruhig nass werden, ja? Also, ich hätte da nichts dagegen. Was ist denn mit dem Typen? Ich kümmere mich darum, dann mal weiter. Kein Alkohol, dann machen wir uns wieder bloß unbeliebt. Dann hasst er uns wieder. Das mag ich natürlich nicht. Wieso nicht? Damit gräbt es sich gleich leichter. Guter Junge. Guter Junge. So, was muss ich... Wo? Da hat er also jetzt nicht einer gehen können. Okay. Wegen des Suffs. Ich habe etwas gefunden. Hier ist das Zeug aus dem Korb. Wunderbar. Hast du genug für uns beide gefunden? Ist da gerade hinter uns jemand vorbeigegangen? Nimm das ruhig alles, wenn du willst. Weißt du was, ich trinke auch einen. Prost. Was für eine Wohltat. Also, lass uns diese Teufelstrompeten finden. Hier ist wieder Rick. Wo geht denn jetzt wieder hier? Einfach mitten durch. Da ist doch gerade jemand gegangen, oder nicht? Da hinten geht einer. Was ist mit dem? Das ist der Jäger. Weiß ich nicht. Ich komme nicht mehr aus. Da findet man nie wieder heim. Nie wieder. Stell dir vor, das war eine WoW-Quest. Lauf da hin, grob an 3 Stellen und komm wieder. Es ist eigentlich vom Doing ist es ein absolut peinlicher Scheiß. Aber die schaffen es, eine solche banale, einfache Quest richtig gut zu machen. Da ist es Grab, ich hab's genau gesehen, ich fang schon mal das Grab an, weil bis du daherkommst. Schluss mit den Spielchen, Grab. Hier. Bist du sicher? Vollkommen. Grab, hier? Ah, dann liegt hier der arme Ludjel begraben. Ich dachte, wir hätten ihn woanders beerdigt. Boah, dieser Gestank. Ja, zu Lebzeiten hat er nicht viel besser gerochen. Na gut. Möge Gott ihm ewiges Leben schenken. Und Seife. Was ist mit uns? Wenn Ludjel hier ist, dann glaube ich, ich weiß, wo die Handkanonen sind. Komm jetzt einfach und die lassen wir jetzt einfach rauskommen da, oder was? Okay. Ja, warum nicht? Was ist denn mit ihm? Kubi Ecker, was ist denn mit dir? Ich bin... Kann die da stehlen? Nein, kann die nicht. Loot den Typen. Oh, das ist eine gute Idee. Da bin ich doch nicht selber drauf gekommen. Achtung, ich loote den Typen. Typen looten. Den Kyras kann die brauchen, aber meiner ist so gut wie im Arsch. Das Kettenhemd ebenfalls. Die Triche nehmen wir mit. Groschen nehmen wir mit. Würfel nehmen wir mit. Dann die Silbermarke ist auch noch drin. Weißt du was, die Kettenhaum, ja, wenn die Kettenhaum mit ist, glaube ich auch besser wie meine. Nimm mich mit, du nimm mich mit. Guter Punkt. Ich war zu sehr abgelenkt von dem Schwachsinn, der Typ labert. Was haben sie denn da? Ja, Grommer. Stell mir keine Fragen mehr, Grommer einfach ein Loch im Boden. Das war schon so. Ja, haben wir's jetzt. Kugeln, 17. Nimm ich alle. Starker Schützentrunk. Hört sich gut an. Was der kann, wissen wir noch nicht. Büchsenmacher-Set. Sorgsam eingepackte Handfeuerwaffen. Ja gut, die können wir natürlich in einem. Siehst du? Siehst Ich hab du? doch gesagt, ich weiß, wo wir sie finden würden. Gott, wofür bestrafst du mich? Jetzt heul nicht rum. Wir haben Wichtigeres zu tun. Nimmst du die Handkanonen? Na, ich schlepp mich doch nicht damit ab. Klar. Wollen wir dann zu Žižka gehen? Auf geht's. Oder willst du allein gehen? Gehen wir lieber zusammen. Nur für den Fall. Na dann mal los. Wir haben schon genug Zeit verloren. Hab ich da gerade einen Helchschrei gehört? Ich finde da interessant, dass wir ordentlich einen Sitzen haben. Warte mal, was ist denn das gleich wieder für die, der Stinker? Wir sind mal Stinker. Ist mir scheißegal. Oder kann ich mich da ist da irgendwo ein Wasser? Da ist ein Wasser, kann ich mich da waschen? I will try. I tried. Das ist der Köder. Na, funktioniert nicht.
Der gute alte Helgschrei. Der hat noch nie geschaut, du. Noch nie. So, wo sind wir? Folgen. Oh, da gibt er richtig Gas. Gib mir auch Gas. Auf dem Weg bleiben, folgen. Jungen, schenken uns heute ein aus Fässern voll mit altem Ich glaube, Wein. ich kenne dieses Lied. Auf die Wässer heute geschissen, will nur Freunde um mich wissen. Unter wenigen Knurren, doch von uns hört man keinen Murren. Und Rüge nehmen wir nur die Was meinte Vollen Schischka noch? und lassen gerne Der beste Körper Schütze allein. nördlich der Alpen? Und noch dazu der beste Sänger nördlich von Sasau. Nachtigallen erblassen vor Neid. Ich bin mir nicht so 100% sicher. Du hättest mit der Susanna bauen können. Was? Der Wald ist so schön. Glückskatze, da hast du absolut recht. Das ist absolut narrisch. Wir Jungen, schenken uns heute ein aus Fässern voll mit altem Wein. Auf die Wässer heute Mr. Kubienka, du reizt immer an wie ein Besoffener. Ja, was habe ich erwartet? Rüge nehmen wir nur die Vollen und lassen gerne Körper rollen. Das soll der beste Sänger nördlich von Sasau sein. Oder südlich. Egal welche Richtung. Einspruch, mein Herr. Einspruch. Ich tue dabei... Oh. Ich tue schon mal sicherheitshalber einen Bogen raus. Ein aus Fässern voll mit altem Wein. Auf die Wässer heute geschissen, will nur Freunde um mich Unser wissen. Dog. Ah ja, da stehen dann schon irgendwelche Besen. Und das Besen, tun wir gleich mal ein Schwert raus. It's a trap. It's a trap. Gib Schischka die Handkanonen, die du gefunden hast. Ist das a trap? Nein, ist nicht. Ist tatsächlich kein Trap. Ich hätte eigentlich schon mit ein bisschen Schlägerei gerechnet. Wieder irgendwann einmal mehr sagen wir. Mr. Schischka! Schischka bleibt! Oh, er hat seine Augenbinde aber da schon hin. Ist sind alle, die wir haben, Wir gegen haben die 12? Handkanonen. Wie lief es? Gab es Probleme? Das war wie im Fegefeuer. Wenn du wieder einmal nach einer Begleitung für Kubienka suchst, töte mich einfach. Das würde mir viel Leid ersparen. Haben wir die Kanonen gefunden? Ja, also heul nicht rum. Wenn du Zeit mit Kubienka verbringst, merkst du, dass er nicht absichtlich so ist. Er ist einfach ein Arsch. Ja, ja. Hey, Wie lautet der Plan? Wir warten. Wir legen uns am Wegesrand auf die Lauer und wenn sie kommen, greifen wir an. Warum stehen denn die Karren da? Ich dachte, wir versperren die Straße mit einem Baum oder so. Sieh mal, wen ich aufgetrieben habe. Eine Bande Krüppel. Wenn sie einen Baum fällen müssten, würden sie sich ihre eigenen Gliedmaßen abhacken. Ja, aber was wir haben ein Wagenrad sollen wir mit abgenommen. denen dann? So wirkt alles weniger verdächtig und die Wachen werden anhalten müssen. Scheiße, aber... Aber was? Ich würde ihn etwas weiter hinten hinstellen. Dann sehen Sie ihn erst, wenn Sie direkt davor stehen. Ah, gut mitgedacht. Und was dann? Dann stehen wir mit den Handkanonen auf und zermahlen die Bastarde zu Staub. Und zwar von oben. Was für ein Schwachsinn. Schwachsinn? Wir hätten unseren eigenen Wehrgang auf dem Karren, verstehst du? Haha. Ruhe. Wir machen's Er ist auf der meine geilste Weise. Charakter bis jetzt. Entscheidet euch. Irgendwann der andere Weiß, wie besoffen, viel Zeit war uns noch lustig. bleibt. Kubienka, du nimmst die Hälfte der Männer und gehst dort drüben hin. Der Rest geht auf die andere Seite. Wo soll ich hin? Du bleibst hier, bei mir. Und was dann? Wir warten, bis sie ankommen. Und dann? Jetzt, Mann, gibt's da eine Schlägerei. Alter, das sind viel. Ist das der Knochensepp? Geiler Haferlschnitt. Nein, verdammt, wie oft muss ich dir das denn noch sagen? Bist du Das sind taub? Leute mit Hellebarden und so ein Scheiß. Beachte ihn gar nicht, Rupert. Rupert. Beachte ihn gar nicht, Rupert. Ihr legt mich in Ketten und bringt mir nicht mal ein Fünkchen Anstand entgegen. Mann, wir haben nur Krüppel, wie soll man das machen? Halt! Verdammt, das sind mehr als ich erwartet habe. Es gibt kein Zurück mehr. Überrumpeln wir sie einfach mit einem Schuss. Hey, ihr beide! Schafft den Karren aus dem Weg! Keine Bange, verehrter Herr. Wir arbeiten daran.
Zum Angriff! Nicht einer trifft. Ah, halt doch dein Maul. Oh nein, halt doch dein Maul! Nein! Nein! Oh no! Matilda! Haben wir jetzt das Viertel? So eine Scheiße! Verflucht mein Bein! Oh no! Ihr Holzköpfe! Ja, nehmen wir die anderen, probieren wir es Nur nochmal. ein Warnschuss! Gebt auf! Oder wir zerfetzen hiermit eure Gedärme! Nein! Kann ich jetzt da... Dafür musst du erstmal das Ziel treffen. Wir können das auch ohne Blutvergießen klären. Aha. Ganz recht. Bestimmt. Ergebt euch, dann wird auch niemand verletzt. Bis wir euch zusammen mit dem Teufel aufknüpfen. Ihr seid diejenigen, die sich ergeben sollten. Oh, ist das so? Oh, kommt jetzt die Redekunst zu... Rupert, schaff diesen Bastard zu mir. Und du, nimm die anderen fest. Töte sie, wenn sie sich wehren. Oh, Halt! jetzt... Wag es ja nicht! Sonst was. Oh, jetzt müssen wir bluffen, Sonst glaube ich. schießt Hä? du wieder in den Himmel? Ich schieße den im Bauch. Hier in den Wäldern sind viele von uns. Wir sind bald mit dir fertig. Wir folgen den Befehlen der Herren von Leipa. Ich darf einmal mit, wir sind bald mit, ich darf einmal mit, ich darf bluffen. Probieren wir es mal. Hört mir mal genau zu. Ihr seid hier von Dutzenden Bogen- und Armbrustschützen umgeben. Wenn ihr euch nicht ergebt, werdet ihr durchsiebt. Den Rest töten wir auf altmodische Weise. Schwachsinn. Ihr seid selbst nicht mal ein Dutzend. Wenn ihr uns töten könntet, hättet ihr es schon getan. Das stimmt doch gar nicht. Wir sind viele. Sehr viele. Wie viele? Unzählige. Wir haben Rüstung, Hämmer und Kanonen. Oh Und ihr Gott! haltet euch mit dieser Ausrüstung im Wald versteckt. Auf sie! Oh no! Tötet diese Bastarde! Oh Gott, no! Was ist jetzt? Hab ich nachgeladen? Ich sehe überhaupt nichts. Warte mal, wo ist noch einer? Wo ist noch einer? Ich sehe überhaupt nichts! Überraschend, was? So, Schwert! Schwert! Ja, tolle Wurst! Mann, nimm mal das Schwert raus! Nicht tipfeln! Damit hast du nicht gerechnet! Du langweilst mich! Gib dir Mühe! Seh schon, Meisterschläge funktionieren doch nicht mehr. Hast du das Gesicht von deiner Mutter? Oder den Ziegenbock, der sie gefickt hat? Hättest dich nicht einmischen sollen! Haben die anderen schon wieder alle umgebracht, oder was? Und ich bin nur da gestanden und aufs Maul gekriegt! Okay! Das Game, Alter. Vielleicht soll ich die in der Schießen richtig neigeschickt. Ich glaube, ich habe sogar 2 erwischt, wenn mich nicht alles täuscht. Hund beißen lassen. Ich glaube, wenn der eine Ritterrüstung baust, ich weiß es nicht. Warte mal. Müssen wir da mal schauen. Vielleicht soll man den mit dem Helm da schießen, hä? Wo ist denn der? Da, geh mir jetzt mir. Komm. Na, was ist mit dir? Komm. Sehr gut. So. Größte Problem ist mal... Wer haut mich da? Warten meine Leid! Komm schon her! Okay, ein bisschen Ausdauer sammeln. Meisterschlag ins Gesicht. Holy shit, das sind 4? Bist du die Ding gegen 4 Leitkämpfer? Warten meine Leid! Vorher haben sie alle umgebracht! Was sehen wir jetzt da damit? Chill mal. Na komm schon her! Da! Bin getroffen! Verschon ihn nicht!
wir, glaube ich... Kruzifix. So, wir sind also 1 gegen 8, oder was? Zeig mal, was du drauf hast! Flippen dich auf, du... Wie soll denn das regeln? Was? Hier sind mehr, du! Hey. Ja, ich merk's, das ist zu 15 Sätzen geworden, meine Leute! Zeig mir, was du kannst! Können die Arme irgendwas tun? Leck mich am Arsch! Leck mich am Arsch! Ja, in die Stauenkämpfe, das war vorher Du schon. bist uns nicht gewachsen, Hundsfott! Ich kümmere mich um Hundsfott dich! schon wieder! Kruzifix, Mann, meine Leute! Tu doch mal irgendeine Bahn oder was auch sei! Ja! Ja! Ich hab auf dich gewartet. Alter, da einer, der war 8 Leute, was soll ich machen? Schlag dich Ja, wie soll denn das regeln, Alter? Drecksack! Zeig, was du kannst! Ich seh nix! Ja, Kim. Ach, Kick. Zeig doch mal, was du drauf hast! Ja, ich arbeite dran. Machen wir den Pisser Pass fertig, aufs verdammt! Maul! Wie viel halten denn die aus? Bin getroffen! Ja, und das hat Jolly ein paar Mal getroffen! Zeig mir, was du kannst! Verdammt nochmal! Ist uns nicht gewachsen und Ja, wie soll ich denn das machen? Sag! Wicht. Müssen wir einen Hund ein wenig arbeiten lassen. Du willst wohl was aufs Maul? Lass mich Hund in Ruhe! Verdammt nochmal! Kruzifix, da vorne war kein Hund von denen! Kurva, ich blute. Guck mal, hier ist Blitz alle! Los, komm her! Vergiss es. Trau mir ja nicht Waffen wechseln, weil ich es nie wieder kriege. Ja, sag mal, haben meine Leute alle tot? Oder was sind denn die? Was ist... Schlag dich so breit, du elender Drecksack. Alle haut's alle zu 5 auf mich ein! Ihr Pisser, ihr Kleiner! Na los! Weg los! Ja, weißt du da nichts sechst. Du bist... Die fallen einfach nicht um. Die haben alle so viel Leben, dass es ein Witz ist. Zeig es mir! Na komm Brauchen wir gar schon nicht draufhauen. Macht das überhaupt Sinn, was ich da mache? Ja, warum kann ich den wieder nicht blocken? Was kein Mensch, das weiß wahrscheinlich nicht mehr selber. Flippen dich auf, du Hurensohn. Zeig doch mal, was du drauf hast! Scheißkerl! Was? Mein Gott. Ja, wie soll ich das denn machen? Zeig doch mal, was du drauf hast! Ja, wenn er nicht blockt, wenn ich drück, dann werde ich ihn Scheißdreck machen. Also, Freunde der Sonne, wie soll denn das vonstatten gehen, bitte? Wie soll das denn vonstatten gehen? Schwitz wie eine Drecksau! Du scheiß Hurensohn! So, wir killen auf alle Fälle trotzdem den Typen. Den da vielleicht, ne? Hilf mir mit ihm! Stirb, du Pisser! So, das ist schon mal ein Anfang. Und dann schauen wir, dass wir vielleicht irgendwie unseren Leuten helfen, bevor die alle draufgehen.
Scheißdreck! Okay, das ist schon der Anfang. Okay, guter Anfang. Und jetzt das gut gemacht. Also gut, wir sind hier fertig. Wir müssen den Teufel irgendwie fortschaffen. Also repariert diesen Wagen und holt das Pferd. Wenn du verletzt bist, versorgt deine Wunden. Wir müssen bald aufbrechen. Wenn du unverletzt bist, räum die Leichen von der Straße. Versteck sie irgendwo, aber beeil dich. Verstanden? Komm her. Für was haben wir jetzt 10 Minuten gegen 8 Leute gekämpft? Fuck you and see you tomorrow! Ja, mei. So. Die Zeit drängt. Aber weißt du, was ich da sehe? Langstreckenpfeile. Ich kann nicht mehr recht viel tragen, gell? Kettenhandschuhe. Oh, Halbplattenbeinschienen. Die nehmen wir mit. Groschen, Verbände. Nehmen wir alles. Eibenjagdbogen nehmen wir auch mal mit. Und dann sortieren wir aus. Die werden alle. Oh, jetzt warte mal. Den Typen, den. Hutzkugel, Beckenhaube! Hör damit! Kettenhauen brauchen wir nicht. Magdeburger Küraus für 1400! Hör mit dem Schund! Kettenhemd haben wir selber. Das Ding haben wir. Ich glaube, dass unsere aber recht kaputt sind. Turnierpanzerhandschuhe. Bruder, sächsische Beinplatten. Alter! Da fällt das Zeug vom Himmel runter! Gute Rüstung, sehr gut. Oh, Wundpfeile. Scheiß Hauball brauchen wir nicht, den Bums brauchen wir auch nicht. Groschen nehmen wir mit und das Ding nehmen wir mit. Wir plündern alles. Alles wird geplündert. Beckenhaube mit Nasal. Nehmen wir auch mal mit. Kettenhemd, Gambison, der ist fast hier. Looten ist gut. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwas Gutes finden. Wundpfeile, können wir gar nicht genug brauchen. Ein Eisenhut, ein richtig guter. Oh, ein glatter Küraus, der ist fast hier. Nehmen wir trotzdem mal mit, den können wir dann aussortieren. Eisen brauchen wir jetzt nicht. Schwerter, militärisches Schwert, das kostet nicht recht viel. Das glaube ich brauchen wir, den haben wir schon geplündert, wenn ich nicht alles. Breites Langschwert, 700, das nehmen wir mal mit. Übrigens, das, was der Wurschelbrunft schreibt. 1100 Leiterin, habt ihr heute schon mal auf den Like-Button gesmashed? Ha? Wenn die Glanzleistung mit dem Schwert nicht gerade gut wert war und mindestens ein Like, dann weiß ich es auch nicht. Ha? Dann weiß ich es auch nicht. So, was haben wir da noch? Hoher Eisen, der ist ein Haufen Geld wert. Kurzes Kettenhemd, nehmen wir einmal mit. Brigantensteinpanzer, Brot, Groschen, easy. Haben wir alles einigermaßen ausgelutet da, ja. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Ansonsten irgendwas, ich kann nicht alles mitnehmen, das ist ein bisschen ein Problem, aber gut, hilft ja nicht. Ein Bürgerjagdschwert, das nehme ich nicht, das heißt Bürger und nicht Bürger. Was haben wir da noch? Ich weiß, der Langstreckenpfeile nehmen wir mit, Kettenhaum, der ist auch noch gut, wir können einen Viertel einen Haufen Scheiß noch transferieren, wenn es bei Bürger, das heißt Brot! Stimmt, wie konnte ich das vergessen? Ganz wichtiger Punkt, Brot heißt immer Brot! Wer das nicht weiß, der ist auch Ahnungsler. Wir schauten unser Pferdl aus. Was hat denn das eigentlich so dabei? Was ist den ganzen Scheißdreck? Pferdl, das kannst du sauber. Edle Google braucht man nicht. Ein Jagdhut, glaube ich, braucht man auch nicht. Die Kettenhauen braucht man nicht. Alles, ich sag das, es ist alles, was unter 300 kostet. Aber Brunswick-Rüstung, die behalten wir uns natürlich schon. Glatter Mantel braucht man nicht. Geflickter Küraus braucht man nicht. Was da wieder passiert? Nikos! Goddammit! Like button, 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 like button. Ich geh mir vor wie so ein geistig behinderter TikTok-NPC. Entschuldigung. Kurz mit mir durchgegangen. Nikos, Kuss auf die Nuss, Schluss damit. 25 € sind zu viel und du weißt es. Bussi Nussi. So, ein rustiger Küraus brauchen wir nicht, einen Jagdmantel brauchen wir nicht, einen eng anliegenden Mantel brauchen wir nicht, sächsische Kettenhemd brauchen wir nicht, Ellbogenkache, dein Mama ist Ellbogenkache! Brauchen wir nicht, Feistling brauchen wir nicht, schmeiß alles weg.
Das können wir uns behalten. Kettenhandschuhe 200, können wir weg damit. Lederhandschuhe, weg damit. Brunswick-Rüstung behalten wir uns natürlich. Reithandschuhe, weg damit. Das ist schon das Pferdelinventar, nicht meins. Bürgerschuhe. Einfache Schuhe weg. Halbladenbeitschein, Kniebuckel braucht ja kein Mensch. Weiche Schuhe braucht kein Mensch. So, jetzt pass auf. Jetzt kommen wir da mit breites Langschwert. Nein, stopp. X zum Pferd. Schweizer Dolch, X zum Pferd. Blattkeule, Pferd. Die zweite Handkanone. Die kostet 1300. Gehen wir haben 2 Handkanonen drin. Das ist nix. Jetzt warte mal. Das machen wir jetzt so. Und ist der Bogen der Eibenjagdbogen ist auch ein guter. Ja, ein guter. Wieso ist der macht Kraft 150 und meiner hat 110. Nehmen wir natürlich den. Und wir nehmen Wundpfeile, weil warum nicht? Und ein Haselnussbogen, der ist ein Haufen Geld wert. Schauen wir, ob wir da was kriegen dafür. Gewöhnliche Pfeile, das passt alles. Becken, jetzt pass auf, jetzt kleiden wir uns komplett neu ein. Das wird narrisch. Nehmen wir mal das Ding. Der Eisenhut ist eigentlich nur... Ach shit, jetzt habe ich ihn abgeworfen, oder? Ach du Kacke. Wo liegt das? Nein, warte. Glockenförmiger Eisenhut, den müssen wir wieder aufklauen. So, jetzt verteilen wir da ein bisschen einen Loot rundum, das hilft jetzt nicht. Da müssen wir durch. Zum Pferd. Hoher Eisenhut zum Pferd. Oh ja, das ist ein guter. Den nehmen wir. Gerade einen Haufen Rüstung. Aber nicht unbedingt recht viel mehr wie das Beckenhaube mit einem Saalding. Aber egal, hat mehr. Was haben wir da? Kettenhaum, ist die besser beieinander wie unsere? Nö, ab zum Pferd. Was haben wir da noch? Glatter Kyras. Was haben wir? Wir haben so einen Plattenpanzer. Haben wir. Den Namen kennen bloß oder Karl Valentin kennen. Was kann ein Wundpfeil? Das ist eine gute Frage, schauen wir uns gleich an. Achtung, jetzt muss ich kurz schnell ausmisten. Aber. Der glatte Kyras, der ist zu kaputt, aber der ist ein Haufen Geld wert. Der war zum Pferdl um. Glatter Kyras ist auf alle Fälle schlechter wie das, was wir auch haben. Also man hat schlechtere Werte. Aber nehmen wir trotzdem mal mit. Kurzes Kettenhemd ist Welten besser wie das Ding, das wir mir haben. Gambison, Magdeburger Kyras. Der ist... gute Rüstung. Nehmen wir zum Pferdl um. Dann haben wir da noch Kettenhemden, die können wir wegschmeißen, die kosten bloß 50 und 150. Man kriegt nicht annähernd den Preis, der da drin steht. Was haben wir da? Werden auf alle Fälle besser wie unsere. Haben einen Haufen Geld wert zum Viertel. Was haben wir da? Kettenhandschuhe. Ein schlechter wie die wir haben Sanduhrhandschuhe und das sind Turnierpanzerhandschuhe. Ich glaube, das wurscht ist das eine Rüstungsding. Macht aber besser eine Sichtbarkeit. Machen wir das. Die haben wir weggert. Dann haben wir da eine Beinpanzerung, Beine mit Strumpfbändern. So, was ist, die schmeißt einfach weg jetzt. Gepolsterte Beinlinge haben schon mal Welten besser wie unsere. Alte Briganten, gepolsterte Beinlinge, die können wir auch wegschmeißen. Das hilft jetzt nicht. Der Loot will aussortiert werden. Bier, musst bei der Haum aber droh Dinger mit Y das Visier oberklappen beim Klepfeln. Das habe ich vorher, wie ich es gerade gesehen habe, da oben, zeigst du das? Warte mal. Das können wir eigentlich mal schnell ausprobieren. Fällt da jetzt erstmal ein Haufen Schund runter. Mal Y. Das kannst du nicht wirklich. Du Gott. Jetzt haben wir einfach jetzt einen Eimer auf. Look at me! I am the Eimer now! So, weiter geht's. Alte Briganzen, ja genau. Sporenrädchen, sächsische Beinplatten. Was haben wir eigentlich für Beinplatten? Oh, wir haben so Beinschienen. Wo haben die? Die da, gell? Edle Brigantenbeinpanzerung, aber die ist schon fast kaputt. Die da oben ist auch fast kaputt, deswegen da die einfach die ziehen. Und ich glaube, dass ein Rüstungswert mit -1, -4, -5 macht das Kraut auch nicht fett, so wie es ist. Zum Pferd um, ja, jetzt kann das Pferd nicht mehr tragen. Aber mir können wir noch was tragen, das passt schon. Das schaut ja gut aus. Hashtag Eimer! Wenn der Hund einen Ritter beißt, gilt das dann als Dosenfutter. Gute Frage, nächste Frage. Haben wir überhaupt Schuhe an? Ja, passt schon. Ja, wir brauchen mal einen schönen Mantel und waschen sollten wir uns auch mal. Mach sofort das Visier auf, weil ich einen Vogel krieg. Muss ich mich dran gewöhnen. Was ist jetzt mit ihm da? Was müssen wir überhaupt tun? Sag Zischka, Entschuldigung, dass ihr jederzeit zurückkommen könnt. Am besten ist es, den Schauplatz des Überfalls so schnell wie möglich zu verlassen. Ihr solltet Zischka davon erzählen. Und wir stehen da und sortieren erstmal eine Viertelstunde Loot auseinander. Wo ist er? Zischka blöd! Wo ist er? Ach, da ist er. Ja. Können wir los? Wir sollten verschwinden. Ich? Weißt du nicht auch? Je schneller wir fort sind, desto besser.
Björn, merci für 20 Monate und dann Resub. Nikos, merci für 13 Monate. Auf Feminin. Willkommen zurück, Hinek. Ich kann es nicht lesen. Wenn ihr nicht Bei mir ist es gewesen Visier wärt, würden down mich und diese bei den Hurensöhne Cutscenes, in aber beim Sigismunds Kämpfen Lager nicht, ist immer noch wurscht oder ein malträtieren. Bug. Ich glaube Bug. Ihr habt mir den Arsch gerettet. Auch wenn ich da euretwegen jetzt ein zweites Loch habe. Autsch! Das war ein Versehen. So einen Treffer könnte ich Gib nie dir seine mit Frisur, Absicht Alter. landen. Das wäre ein Jammer. Einen Hurensohn wie ihn fänden wir wohl kein zweites Mal. Ich werd noch rot. Es reicht schon, dass ich es euch wert war, gerettet zu werden. Da wird mir ja ganz warm ums Herz. Was dem merci Spar dir den Schluss Dank, bis du jetzt. von unserem Plan gehört hast. Ich wusste doch, Merci dass nicht. ihr mich Zu viel. grundlos rettet. Alles Guten. Wie lautet er? Die Unterwelt. Wir müssen Liechtenstein warnen. Wir finden deine Als Band. erstes müssen wir den Rest deiner Bande finden. Nur die Ruhe, Heinrich. Alles der Reihe nach. Wir haben zunächst Wichtigeres zu erledigen. Wie ist es um uns bestellt, Teufel? Habt ihr ein Geheimversteck? Wo sind deine Männer? Versteck? Unser Lager war ein Drecksloch. Berlin ist Bestätige. unser zweites Zuhause. Still! Wir können hier bleiben. Hier! Gott, das ist ein In hässlicher aller Hurensohn. Öffentlichkeit. Diese Schenke liegt außerhalb der Stadt. Und sein Ruf ist so schlecht, dass kein guter Christ sich hierher wagt. Solange ihr zahlt, wird der alte Leichtfuß euch jeden Wunsch erfüllen. Dieses Loch bietet uns alles, was wir brauchen, und die Gäste erledigen Drecksarbeit gegen Silber. Und es gibt keine Flöhe in den Betten. Außerdem heißt sie die Teufelszuflucht. Das gefällt mir. Wie du meinst. Heinrich, geh zum Schankwirt und arrangiere unseren Aufenthalt. Aber zurück zur Sache, Teufel. Wo Schauen sind Sie deine gleich Männer? Nemo. Meine Männer? Reicht Kubjenka dir denn nicht? Nicht im Mindesten. Zu schade, sie haben sich in alle Winde zerstreut und mir auch keine Briefe in den Kerker geschickt. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Aber zuerst solltest du zu Katharina gehen und gucken, wie es ihr geht. Sie wollte Arbeit in der Schenke Henkerschlinge finden. Was? Okay. Begleitest du mich nicht? Ist das ein Problem? Du hast doch keine Angst vor ihr, oder? Ich könnte erkannt werden. Und wenn man uns zusammen sieht? Gut. Was macht ihr währenddessen? Ich weiß ja nicht, was die beiden vorhaben, aber ich ruhe mich aus. Ich kann sowieso erstmal nicht leiten. Aber dafür fehlt uns die Zeit. Heinrich hat recht. Wir brauchen mehr Männer. Zu dritt können wir höchstens ein paar Kohlköpfe stehlen. Vergiss es. Es fühlt sich an, als wäre meine Arschbacke abgefallen. Ich kann kaum stehen. Sag mir wenigstens, was mit der berühmten Teufelsmeute passiert ist. Wo finden wir sie? Das wüsste ich auch gerne. Wo sind Sie, Kubjenka? Warum habt ihr mich nicht aus dem Kerker geholt? Du scharst lauter Verbrecher um dich und wunderst dich dann, dass du ihnen nicht trauen kannst. Es ist keiner mehr übrig? Manche kehren vielleicht zurück, wenn sie vom Teufel hören. Wenn sie nicht schon längst irgendwo am Galgen baumeln. Wie finden wir sie? Die könnten sonst wo sein. Dann müssen wir sie eben suchen. Hilfst du uns, Heinrich? Ja, sicher! Ach, wie wunderbar. Natürlich. Es bleibt mir auch anderes übrig, oder? Ha! Der Bursche gefällt mir. Keine dummen Fragen. Er kommt sofort zur Sache. Sag ihm doch, wo sich diese Bastarde aufhalten. Würde ich ja gerne. Aber ich weiß nicht mal, wer alles überlebt hat. Wir waren nicht mehr viele. Janosch und Bula sind als Erste geflohen. Ich vermute mal, dass sie irgendwo in Bier ersaufen, wenn sie genug Silber haben. Was ist mit Bohuta und seinem Bruder? Auf die war doch immer Verlass. Slavek ist tot. Bohuta war am Ende. Der kommt nicht wieder. Mist. Vielleicht kann Heinrich ihn überzeugen. Versuchen kann er's ja mal. Wer wäre noch übrig? Na, Matthäus und Ranjek. Aber wer weiß, wo die gelandet sind. Und das war's? Wir könnten unser Glück auch mit den aufständischen Bauern versuchen, die hier gegen Sigismund kämpfen. Ich will keine schäbigen Bauern, sondern meine alte Bande. Wenn das so ist, dann waren das alle. Die Teufelsmeute. Hauptquest. Frage Kubjenka nach dem Rest der Bande. Wo sollen wir nach ihnen suchen? Wo sollen wir nach ihnen suchen? Und wo sollen wir nach ihnen suchen? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Bei manchen kann ich dir sicher helfen. Komm zu mir, bevor du dich auf den Weg machst.
Ich suche zuerst nach Liechtenstein, ich suche nach deiner Bande. Ich suche zuerst nach Liechtenstein. Ich gehe erst in die Stadt. Wenn Katharina mich erwartet, sollte ich mich lieber beeilen. Je eher wir Liechtenstein finden, vielleicht finden wir dann noch mal was über Katharina aus. Was sind das bloß für Kerle? Und wer hat sich... Übrigens an alle, die den Ton vielleicht ein bisschen lauter gemacht haben und vielleicht nein sind, keine Ahnung, und noch nicht dabei waren, euer Problem. Mr. Regaming, was soll das denn? Wo zur Hölle kommt denn der vor mir her? Kuss aus die Nuss. Kuss aus die Nuss. Hm? Das macht richtig Sinn. Mr. RE Gaming, ich bin Chris aus dem Wald, Chris aus der kreisligsten Bergstadt in Niederbayern. 50er ist definitiv zu viel. Kuss auf die Nuss, aber Schluss jetzt. Herz einfach auf. Verdammt nochmal. Mitten in die Cutscenes. Gut, dann wird es generell schwierig bei Kingdom Come, weil 3/4 des Streams besteht aus Cutscenes, wo ich da sitze und mein Maul halten muss. Aber gut. Aber da kann ich kurz mal auf Pause drücken. Das wird der schnell laut sein. Regaming! Merci dir! Schluss damit! So nicht! Diese Namen ausgedacht. Ich erzähle dir alles, während Heinrich fort ist. Heinrich, du solltest dich beeilen und sofort zurückkehren, wenn du alles erledigt hast. Ja? So, was müssen wir jetzt alles erledigen? Himmel, Herrgott, nochmal. Hab ich nicht, jetzt kann ich wieder nirgends, jetzt muss ich erst einmal, jetzt Moment, eins nach dem anderen. Jetzt mal in die UA, okay. Es ist mir gesagt worden, dass das passiert, also nicht genau was passiert, aber anscheinend teilt sich die Hauptquest in 2 Questlinien auf. Einmal die Teufelsmeute, einmal in die Unterwelt. Ich habe keine Ahnung, ob man beides machen muss oder ob man sich an eine Linie halten kann und so weiter, aber ich konzentriere mich mal auf die Rote. Sprich mit Katharina. Katharina ist in Kuttenberg und hört sich wegen Liechtenstein um. Das bedeutet, wir müssen um Gottes Willen. Spinnst du da? Wenn wir wieder unten haben, dabei kannst du da schießen gehen. Frau Kubienka nach dem Rest der Bande. Schauen wir mal, ob der Rest der Bande vielleicht, ich weiß auch nicht, was machen wir her? Ich kenne mich nicht aus! Sollen wir nicht mit dem Schank wieder irgendwie schmatzen, dass wir da bleiben dürfen? Jetzt warte mal, wo ist denn der? Du hast entdeckt, würfeln 2-mal. Darf ich da reingehen? Aus dem Topf essen? Ist das quasi unser Base? Verstehe ich das richtig? Na, da der wir jetzt nicht rein. Was ist da unten? Ab nach Kuttenberg! Das ist der mal. Der mal schon. Was haben wir da? Warte mal. Öffnen. Aber Äpfel drin. Das gilt aber nicht als Stehlen. Der Aufbrecher mag ich da jetzt nichts. Ich würde gerne mein Quartier kurz suchen, damit ich was in Kisten reinlegen kann. Vielleicht Treppen auf. Warte mal. Du der Schankwirt? Nein, du bist nicht der Schankwirt. Wo gehst du hin? Sind die alle? Schankmeid! Schankmeid! Sei mir gegrüßt. Warte mal. Handeln. Was bietest du denn? Regelwerk des Orden des Heiligen irgendwas, Dietriche, Goldmarke des Vorsprungs. Bist recht wählerisch, kann das sein? Jetzt halt mal der Fotzen, jetzt chill mal die Kniescheibe. Ist das mein... Nein, wir fangen mal gar nicht erst an aus Versehen auf E zum Drucker, dass wir mir da vor ihren Nasen das Schloss aufbrechen. Das ist... Oh, das schaut doch gut. Der Schlossglockenmittel... Gehört da irgendwas uns davon? Nicht wirklich, oder? Das ist alles das Eigenheim der Schankwirtin. Ab zur kistigen Kiste am Balkon, die hintere Tür. Herr Razorplace! Für seine Tipps bin ich natürlich dankbar. Mir hätte man natürlich auch am Herrn Schischka einfach nachgehen können. Immer da. Ist das eigentlich immer so? Hat da mal jemand aufpasst drauf, dass über unserer Bude immer ein Kranz hängt? Ist mir jetzt gerade so aufgefallen. Schauen wir mal. Ist das hier unsere Bude? Ne? Das hier unsere Bude. Das hier ist unsere Bude! Inventar öffnen. So, jetzt passen wir auf. Gegenstand übertragen. Räumen wir bloß einmal grob aus. Ich glaube, gewöhnliche Pfeile können wir ablegen. Da haben wir 67 und Wundpfeile. Werden wir schon herausfinden, was die deren. Alles andere, was wir nicht haben. Beinpanzerung. Gut, die Tränke brauchen fast kein Gewicht, nicht drauf geschissen. Und Groschen rüber, Schaufel. Wenn questmäßig eine Schaufel benötigt wird, dann steht schon eine daneben. Nehme ich mal schwer an. Was haben wir da? Büchsenmacher-Set. Da haben wir jetzt mal 5 übertragen. Schneiderwerkzeug. Eins weg. Wir haben 30 Verbände. Ich habe noch fast keine Verbände nicht gebraucht. Dann haben wir die 3 einmal um. Und da 15 um. Würfel weg. Und die ganzen Marken der Verteidigung weg. So, dann gehen wir da mal außer, einmal speichern und was wir auch machen? Das Pferdl ausräumen.
Hilft jetzt nicht. Wobei, das kann ich offstream auch mal. Das müsst ihr hier jetzt nicht anschauen, denke ich. Kurz gespeichert. Und dann verpissen wir uns nach Kuttenberg. Da ist da schon wieder jemand besoffen, oder was? Immer um die Schenke. Was tut denn jeder hinten im Wald? Aber warum nicht? Ja gut, verpissen wir uns nach Kuttenberg und schauen wir mal, was Katharina so treibt. So. Eine Sache möchte ich aber noch schnell herausfinden. Oder? Gehen wir da zurück. Langstreckenpfeil. Ein Pfeil mit angepasster Befiederung für bessere Treffsicherheit bei höherer Entfernung. Und der Wundpfeil, ein Pfeil mit einer gezackten Spitze, die für schlimmere Wunden und stärkeres Bluten sorgt. Oh, okay. Was haben wir da eigentlich? Wir haben eine neue Hauptstufe, wir haben einen Stärkepunkt, Redekunstpunkt. Sekundär haben wir nichts gekriegt. Fertigkeiten haben wir bei Reiten was gekriegt. Oder was? Über Rennen. Das ist auch nicht so wichtig. Auch nicht so wichtig. Putzen wir uns einmal. Was in meiner Donau steht, musst du herausfinden. Nikos, was? Spendenaufruf für Schwert. Was? Nein, ich brauche keinen Spendenaufruf für Schwert. Aufe min Kiwi. Jetzt. Du meinst mal so ein Heim. Bei mir ist das visiert dauernd und bei den Katzen oder meinst du was anderes? Oder meinst du einen Like-Button? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, was ich herausfinden muss. Muss ich das herausfinden? Ja, Nikos, ich glaube, sie haben schon wieder ein bisschen Hundi. Wo ist mein Pferd? Das ist der richtige. Hashtag Haring. Lungenharing. So, jetzt machen wir aber Folgendes. Die Quest deaktiviere ich jetzt mal, auf die konzentrieren wir uns. Und dann würde ich sagen, ab nach Südosten. Das ist dann, wo ich. Achtung. Reiten wir jetzt mal da so rundum. Das ist Nordwesten, du Vollidiot. Völlig falsche Richtung. Umdrehen. Da lang. So, passt schon. Schneller! Du prächtig grüner Schleim. Spring ich sag schon. Du laberst zwar noch mehr Scheiße wie ich. Sagen wir es, was ist. Aber wir schleimen auf der. Schneller! Auf der gleichen Schleimspur. Ab nach Swosten! Schneller! So, schneller. Jetzt bin ich mit. Wir alle 5 Meter speichern. Wer sich übrigens wundert, hey, wie speicherst du mittendrin? Und lauter so ein Schmarrn, ich habe mir einen Mod installiert, weil ich ehrlich gesagt finde, das die größte Schwachstelle vom ganzen Spiel. An und für sich ist die Retterschnaps-Mechanik zum Speichern ganz nett. Nö. Schneller. Meter mal, das muss ich mir merken. Warte mal, da muss ich jetzt schnell. Ah, Quest ist eh markiert, okay, passt. Schneller. Typische Off-Stream-Geschichte. Was ist denn da eigentlich los? Das ist aber nicht schon Kuttenberg, oder? Well, das sind jetzt auch einmal Städte da. Ich habe mich, um ganz ehrlich zu sein, natürlich habe ich mich die ganze Zeit schon gewundert am Anfang in der ersten Map in Troski. Warum gibt's denn da bloß du hast entdeckt. Grund. Nimm mich. Auf dem Weg. Los. Eben eine dumme Frage, aber wie installiert man Mods? Wow, Kaisen, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Weil ich da auch jedes Mal selber nachschauen muss. Also ein guter Tipp ist, such einfach auf YouTube danach. Einfach KCD2 Mods installieren. Da gehst du normalerweise auf eine. Da gehst du in der Regel auf eine Seite wie zum Beispiel Nexus Mods. Ich glaube, das ist ja die einzige. Bin mir nicht sicher, ob der Steam Workshop installierte unterstützt wird. Ich glaube aber nicht. Da suchst du einen Mod. Die lädst du runter. Das ist eine ZIP-Datei oder eine RAW-Datei. Und dann machst du im Spieleordner, erstellst du einen Ordner, der heißt Mod. Und den Inhalt dieser RAW-Datei tust du da rein. Es ist bloß eine kleine Besonderheit, wo du den Mods-Ordner hinmachen musst. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr auswendig. Hey Birger, das ist ja Schummeln. Nikos, das finde ich überhaupt nicht, denn man braucht keinen Retterschnaps zum Speichern und niemand braucht was anderes behaupten. Jeder, der das Spiel spielt, bevor er sich nicht ganz sicher ist, ja, ich probiere jetzt das Lagerhaus zum Rammen oder wie auch immer, oder ich probiere mir die Antwort, oder was passiert, wenn ich den NPC umbringe, dann gehst du her und drückst auf Speichern und Beenden. Und damit die Retterschnaps-Mechanik einen richtig Sinn hat, müsste dieser Button verschwinden. Und ich habe mir einfach einen Mod installiert, da hast du eine Tastenkürzel, ich drücke auf F5 und es wird gespeichert. Und ich scheiße einfach auf den Retterschnaps. So, wie es ist.
Birger, schau mal auf die Uhr. Was haben wir da, Alter? Was zur verfickten Hölle haben wir jetzt 2 Stunden getan? Wir fahren jetzt noch nach Kuttenberg und schauen uns den Bums so schaut's aus. Der Flip 5 auf Nase schreit, ist eine Spielerweiterung, nichts weiter. Das ist richtig. Was ich nicht getan habe, ich habe gar nicht weiter... Was ist jetzt? Oh, Reitenstufe 13. Ich habe gar nicht weiter geschaut, was noch für... du hast da 20 Minuten lang gejagt. Ja, gut, das stimmt. Welche Mod ist das? Mr. Jason Walker, gute Frage. Einfach nach Quick Save Mod suchen. Sucht nach Kingdom Come Deliverance 2, Quick Save Mod, Nexus Mod. Ja, Nexus Mods ist die Website, wo du es runterladen kannst und dann findest du eigentlich direkt Details ein. Ja. Schneller. Vielleicht konnte es auch irgendjemand, der es schon hat. Ich bin mit Sicherheit nicht der Einzige, der die Mod installiert hat. Ich habe es auch ein bisschen für den Stream getan, so wie es ist. Wir haben, glaube ich, im vorletzten Stream haben wir ab und zu mir das Spielzeug gemacht zum Speichern. Und das muss einfach nicht sein, finde ich. Also, das ist ja das Einzige, was es anzukreiden gibt. Ansonsten... Holy shit, Alter, wo kämen wir jetzt hin? Ist das Kuttenberg? Ist das Kuttenberg? Holy shit. Oh, leck, Alter, möchtest du mir verzeihen, dass das eine ganze Stadt ist? Schneller. Boah, leck. Und ich hab mir die ganze Zeit schon gefragt, in der Anfangsmap, gibt's da wirklich bloß diese kleinen Dörfer mit 2, 3 Häusern und das war's dann? Die waren doch die Städte im ersten schon gerade. Boah, leck. Okay. Da müssen wir jetzt langsam durchreiten, weil das war leck. Boah, leck, wie instant echt sich dieses Dorf anfühlt, ist schon wieder fast narrisch. Kein verficktes Haus doch, kein irgendwas schaut irgendwie gleich aus. Die Typen man lauter, nein, wo müssen wir hin? Geleck. Was soll das denn sein? Spielst du ein wenig oder was? Wir sollten jetzt da Entschuldigung, Pferdal, aber ich fürchte, da müssen wir vom Pferd... Oh, leck. Oh, krass. Kann ich da aufmachen? Nö. Wer bist du? Bürgerin. Bürgerin sitzt vor dem Wohnzimmer und schaut Fernsehen, du lügst. Was haben wir da? Oh. Oh, leck. Du kannst... Um Gottes Willen, du kannst allein diese Säge jetzt schon vor mir, was ich offstream tue. Ich zieh mein Diebesgewand an, wart bis Nacht ist und schleich den ganzen Tag in der Stadt umeinander. Und allein damit kann ich 8 Stunden verbringen. Wer bist du? Bürger, das stimmt nicht, das bin ich. Kann man da aufspielen? Oh, leck. Geleck. Geleck. Wenn du mir jetzt erzählst, ich kann da in jedes Haus theoretisch einbrechen, dann krieg ich einen Vogel. Was war das denn? Kann ich dir helfen? Okay, Entschuldigung, ihr wollt bloß einmal schauen. Hey, ihr wollt ja bloß einmal schauen. Chill dich nicht, Alter. Ist eigentlich, ich hoffe, es ist einem jedem klar, wie dermaßen insane das ist. Ich hoffe, es ist einem jedem klar, wie dermaßen vollgasnarrisch bin jetzt. Jetzt will ich wissen, ob ich in den Turm aufgehen kann. Das mag ich jetzt einfach wissen. Oder könnte. Schön, dich zu sehen. Gott behüte dich. Oh, Wie verläuft die Wache? Bis jetzt nicht schlecht. Geiler Pornobalken. Kann ich da... Da kann ich nicht rein, aber... Darf ich da rein? Nein, darf ich nicht. Nein. Ich werde mal nachsehen. Ja, ach, du warst das nur, hm? Aha. Teuflische Pläne. Und er versuchte mir Geld für den Neuanstrich der Kirche abzuschwatzen. Und? Hast du ihm etwas gegeben? Was glaubst du denn? Sehe ich aus, als wäre ich blöd? Aber die Kirche muss wirklich neu gestrichen werden. Kann sein, aber nicht mit meinem Geld. Hör mal. Meine Rede, gute Frau, meine Rede. Bist du verheiratet? Entschuldigung. Mitzi, bist du Soll verheiratet? sich doch der Bischof Was ist oder mit dir? jemand anderes darum kümmern. Der Bettelmönch. Ich bin während der Predigt eingeschlafen. Das überrascht mich nicht. Die Predigten Da geht's zu im Affenstall. Wenn ich noch einmal Warte mal, laufe ich schon in die richtige Richtung. Wo lauft ihr nicht umeinander eigentlich? Oh, lecker, oder wer soll sich in der Stadt auskennen? Sag, ich weiß, muss ich nicht. Muss ich in die Richtung? Nur mal schauen. Ja, geradeaus, ganz hintere. Schmaler Grat zwischen Bettelmönch und Bettelmönch. Mhm. Kann man da umspringen? Ah, 4000 km/h. Mohn, mitten da. Den nehmen wir mit.
Das war jetzt dumm. Und da wünsche ich mir manchmal eine Minimap. Aber, was haben wir da? Da kann man nicht reingehen. Also jede Tür lässt sich natürlich nicht öffnen, aber ich bin mir fast sicher, dass man fast in jedes Gebäude reinkommt. Warte mal. Bin ich mir fast sicher, dass da irgendwo da haben wir einen Trinkstand. Ja genau. Und da kann ich aufmachen. Leck mich am Arsch, oder? Die goldene Zeit Karls IV. Neuer Kodex. Boah, leck. Boah, leck. Schau dir das an. Irgendwann die Tutorial-Welt war gut gemacht. Es tut mir wirklich leid, aber ist mir scheißegal, wenn ich es 25.000 Mal sage. Ich hoffe. Ich hoffe, jedem ist bewusst, wie dermaßen narrisch das ist. So, Meter mal. Nimmer dir anschauen! Nichts mehr anschauen! Oh mein Gott, da kann ich. Du kannst allein in der Stadt. Oh, das schaut irgendwie aus wie ein Straubing Stadtplatz. Schau doch mal das an. Kann ich das alles nehmen da? Hä? Also. Entschuldigung, ich wollte nichts klar. Du warst das nur. Hm? Ja, war nur ich. Entschuldigung, okay. Kann ich da ich kann in jeden Apfel klauen. Halt dein Maul! Halt dein Maul! Biege nicht schauen! Jetzt lauf zur Katharina und schau, was da los ist! Ja, das was der YB ausschreibt. Take notes, you be shit. Ich bin so gespannt, wie dermaßen schlecht Assassin's Creed Shadows wird. Wie lächerlich schlecht Assassin's Creed Shadows wird. Ich möchte es überhaupt nicht wissen. Ja doch, ich möchte schon wissen. Sag's, was ist. Also wie viele Quests, also Hinweisgeber, Quest, da ist ein Quest, da ist ein Brezen. Breze gut. Da schaut es schon nach einem Rüstungsmacher aus. Oh, Schnellreise Kuttenberg entdeckt. Ich muss mal anfangen soll. So, wir laufen mal. Wir haben unterwegs. Kinder, wir haben unterwegs. Wo müssen wir hin? In diese Richtung nach oben oder was? Ja, wo wir rundum laufen und auf der anderen Seite eine wahrscheinlich. Die ist beim Schankwirt, die sauft sie wieder Pfotzen voll. Die alte Hundsfut. Waschen wir uns mal. Damit nichts. Ach, da darf ich mich nicht einfach waschen, oder wie? Das darf ich nicht. Okay. Müssen wir ein Badehaus aufsuchen. Schaut einmal das an. Auf einmal schaut, je weiter dass du in die Stadt reinkommst, schauen die Häuser besser aus. Ich glaube, das war früher auch wirklich so. Lea, wie schauen wir da aus? Ich glaube, es war wirklich so früher, oder? Dass ich weiter im... Oh, leck, gib doch mal die Kirche. Was ist mit dem? Speibt der, oder was ist los mit dem? Das schaut doch gut aus da. Entschuldigung, ist dieser Schankwirt? Darf ich mich da waschen? Ja, da darf ich mich waschen. SES ist halt ein Action-Scheiß mit 80.000 Fetch-Quests. Das beschreibt es richtig gut. Ja, je näher im Stadtkern, desto wohlhabender. Ja? Aber irgendwoher habe ich es gewusst. So, jetzt müssen wir aber in die Schenke hinein. Warte mal. Ich hoffe, dass wir da einfach reingehen. Ach, verdammt, von der anderen Seite nicht mehr reingehen können. Ja, ist ja wurscht. Schenke, Henkerschlinge. Katharina! Irgendwo muss es einen oberen Stock geben. Es ist utopisch. Das ist einfach ein Facki. Warum nicht? Jetzt habe ich Hunger. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Speck. Aber pass nächstes Mal besser auf. Ja, es tut mir, Schankmeid, reden, handeln, nein, das tut mir wirklich leid, das war keine Absicht. Nein, nicht schon wieder der Treppenpark. Gut, sie fix nochmal, weil wir einfach da in dem Spät dürfen wir einfach keine Treppen nicht. Nein, jetzt war. Heinrich, ich hab dich schon gefragt, Versuchst du etwa mir zu drohen? Nein, Entschuldigung, Schankmeid. Na also, du bist ja doch vernünftig. Entschuldigung, das wollte ich nicht, wo kommt jetzt jetzt? Aber ich bin total überfordert, weil wieso können alle Treppen steigen außer ich? Heinrich! Nein, nicht Heinrich, Katharina. Ich springe einfach so, hallo. Himmel fordern! Žižka meinte, du hättest etwas über Liechtenstein Okay, bin ich schon wieder da. Nikos Mess wieder. Du kannst ihn nur bei den Tröge mit den Bredel draufwuschen. Tagen Ich hier hab und mir's schon weiß fast scheinbar gedacht. schon alles Merci. über diese Stadt und ihre sündhaften Bewohner. Und über den Papst, den zweiten Papst, Sigismund Wenzel, über die Leiden alter Männer, die Gelüste junger Burschen, die ich manchmal mit einem Stock vertreiben muss. Über einfach alles. Die Schenke ist wirklich der Quell allen Wissens. Tut mir leid, ich hab nicht aufgepasst. Was hast du gesagt? Entschuldigung. Irgendjemand hat noch was geschrieben. Dann doch wieder 11 von 10 auf 2, von 11 auf 10 von 2 von 10. Ja, auf alle Fälle. Ich wüsste gerne mehr über die Sündhaftigkeit. Nein, nicht. Du hast es gewiss nicht leicht. Du hättest die Zeit auch mit dem Knochenteufel verbringen können. Ja, dann möchte ich doch vielleicht was über die Sündhaftigkeit wissen. Vielleicht führt das in die richtige Richtung. Über diesen sündhaften Teil musst du mir mehr erzählen. Das klingt interessant. Ihr Jungspunde seid doch alle gleich. Aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Zunächst finden wir Liechtenstein und befreien Capon.
Ich freue mich schon drauf. Wie dem auch sei, gibt es was Neues zu Liechtenstein? Ich hätte da vielleicht etwas. Eines der Mädchen hat mir gesagt, dass ihr Herzblatt eine schäbige Absteige besucht. Und einer der Stammkunden dort hat in letzter Zeit öfter allen einen ausgegeben. Was schon ziemlich verdächtig ist, denn dieser Kerl ist nahezu ein Bettler. Er wird Geis genannt. Auf die Frage, woher er das Geld hatte, prahlte er damit, ein Spion für einen reichen Adligen zu sein. Das klingt vielversprechend, das klingt nicht gerade vielversprechend. Ich muss ganz ehrlich sagen, von was labert denn die Alte? Und die Frage, woher das Geld hat, prahlt er damit, ein Spion für einen adligen Reichen zu sein. Hat der andere nicht was von einem Spion verzeiht? Dann klingt's doch vielversprechend. Gut, das klingt vielversprechend. Das muss natürlich nicht Liechtenstein sein, aber es kann nicht viele reiche Männer geben, die Spione bezahlen. Und irgendwo müssen wir ja anfangen. Das stimmt. Hast du schon mit diesem Geist gesprochen? Noch nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, du würdest das machen. Dieser schmierige Spielunke ist sogar mir etwas zu viel. Ja, mir sucht man ja einen Liechtenstein. Und der Jobst hat ja gesagt, der Liechtenstein ist sein Spion. Oder? Da bin ich schon richtig dran. Und sie hat jetzt halt jemanden gefunden, einen Adligen, wo sie sich nicht sicher ist. Du hast doch keine Angst, oder? Sicher. Das will was heißen. Zum Glück bin ich sehr begabt darin, betrunkenen Kerlen die Zungen zu lockern. Wie heißt diese Absteige denn? Ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich so heißt, aber die Leute dort nennen sie Rattenloch. Sprengi, du hast absolut recht. Immerhin hast du jetzt Off-Stream-Content für die nächsten 2 Wochen. Ich fürchte, das wird nicht reichen. Der Besitzer hat wohl Sinn für Humor, der Name spricht für sich selbst. Klingt nach einem schönen Ort für einen romantischen Abend. Du findest sie im Viertel bei der Hopfengasse. Das ist gut, das ist die beste Gasse, wie ich gehört. Also, auf zu Geis im Rattenloch. Das werde ich mir merken können. Ich werde dem nachgehen. Bevor du dich aufmachst, wollte ich dich noch was fragen. Was denn? Bisher hat mir niemand verraten, warum wir überhaupt nach diesem Liechtenstein suchen. Die Frage macht mir ein wenig stutzig. Aber wir sagen es ihr. Er könnte wissen, wo Capon gefangen gehalten wird. Das wissen doch bestimmt eine Menge Leute. Aber Liechtenstein ist auf unserer Seite. Zumindest hoffen wir das. Heutzutage weiß man ja nie. Aber wer ist er? Und warum ist er in Kuttenberg? Er ist ein junger Adliger, einer von Jobsts Beratern. Seine Familie hat Land in Mähren und Niederösterreich. Er ist hier, um in Jobsts Auftrag den Feind zu bespitzeln. Und da es für Istvan sehr wichtig war, herauszufinden, wo er steckt, muss er ein echtes Ärgernis sein, das sie aus dem Weg räumen müssen. Wir geraten also wieder in die Machenschaften des Adels. Das bedeutet Ärger. Ich setze alles daran, dass wir nicht mit reingezogen werden. Ich weiß. Aber wir können nichts tun. Es tobt ein Krieg. Und wir müssen kämpfen. Pass auf dich auf, Heinrich. Dieses Viertel ist mir nicht ganz geheuer. Nicht nur dir. Hier ist die Bestellung. Spiel gespeichert. So, müssen wir jetzt wieder auf die anderen Seiten von der Stadt. Nein, ist gar nicht so aus. Da schauen wir schon noch rein. Das haben sie für mich nämlich angehört wie eine richtig gute alte Schlägerei. So, außer, es ist... Weißt du, wann ich das letzte Mal erlebt habe, wo ich in so einer großen Stadt umeinander gelaufen bin und habe den Eindruck gehabt, die fühlt sich echt da. Also ganz ehrlich, ohne jetzt da eine Schleimspur die ganze Zeit zu hinterlassen, irgendwo tut es mir auch leid, aber das ist schon extrem, wie dermaßen echt sich das anfühlt, wenn du da aus dem Wirtshaus rausgehst, wie das ausschaut. Das ist unfassbar. Ist wahrscheinlich auch einfach nachgebaut, wie es früher wirklich war. Und der Stadtplatz, der alte in Landau, schaut vielleicht gar nicht mal so anders aus. Das ist utopisch. Und das letzte Mal, wo ich das gehabt habe, war in Skellige. Nur Pro-Gamer wissen, was das ist. Was, Skellige? Ich glaube, ich darf schon sagen. Was ist denn das? Schenke dir Gesundheit. Dankeschön, Gesundheit. So, müssen wir nicht, können wir da oben? Nein, können wir nicht. Wir laufen da am besten? Jetzt halt rechts und dann links. Okay. Der Simato schreibt, ja, ein paar Leute haben da, die haben Ahnung. Novigrad oder Skellige, ja. Muss ich da oben? Tatsächlich. Alter, wie beschissen riesig diese Stadt ist. Du kannst doch dein Maul halten. Du bist doch nicht ganz sauber. Und das Erste, was ich jetzt ausprobieren werde, ist Chemie irgendwie in den Turm da oben auf. Das darf mich interessieren. Aber gut, jetzt gehen wir erstmal ins Ratzenloch und schauen, was da los ist.
Weiß nicht, ob wir heute noch einen Cliffhanger zum Sehen kriegen. Schau dir die so. Schau dir die so! Was soll das denn? Übrigens, ja, Skellige und Novigrad ist aus The Witcher 3 natürlich. Und das schaut doch noch am Ratzen. Leck mich doch. Noch eine Runde. Wenn ihr euch anschreien wollt, tut das gefälligst woanders. Du jetzt quasi mein Bruder bist. Geh heim oder ich schleif dich hin. So behandelst du Familie? Schämt euch. Geh jetzt. Oder ich zwing dich. Hör mal, Pisser. Ich hab schon gekämpft, da habt ihr zwei noch in die Windeln gemacht. Wieder einer von 100 Gründen. So, da haben wir. Ich habe... Ein Bier und ein Lumpen, bitte. Was? Was ist... Hab's denn da einfach hingeknochelt oder was? Was zum Fick, Alter? Es ist... Okay, was muss ich tun? Finde Geiss. So, Geiss. Bist du der Geiss? Nein, du bist der Geniac. Schmatz mir doch immer mit dem Geniac. Was kannst du so? Ich suche Geiss. Ich suche einen Kerl namens Geiss. Kennst du ihn? Ja, aber dir werde ich ganz sicher nichts verraten. Warum nicht? Weil ich die nicht kennt, du. So wie du allerdings ausgerüstet bist, wird's dir bestimmt gut neu passen. Ich hoffe, er tut niemand anderem weh. Was? Was hören meine Öhrchen da? Was war das gerade? Hey, Warhorse Studios! Ich will ja nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, aber... Das hätten wir besser machen können. Ich mach's sogar umsonst. Aber der Wille war da und das akzeptiere ich und 14 von 10. So, raus damit, mir fehlt die Zeit! Ich muss ihn einfach finden. Und mir ist völlig egal, ob auf die sanfte oder die harte Tour. Also lass den Scheiß oder du bist fällig. Und alle anderen in diesem Saustall auch. Weißt du was? Wenn die für so hart hältst, geh da zu Goliath in die Scheune auf dem Hof. Er sucht immer nach rauflustigen Leuten wie dir. Und wenn du überlebst, kommst zurück zu mir und wir reden. Also gut, ich kenne mich natürlich nicht mit dem mittelalterlichen Dialekt aus, ob das jetzt österreichisch sein soll, ob das ein österreichischer Dialekt sein soll oder ein bayerischer. Aber seien Sie mir nicht böse, da hört man einfach sofort auf der Stelle raus, dass das natürlich kein Native Speaker ist, ja, der echt den Dialekt redet. Und es geht durchaus, das glaubwürdig zu machen. Und da kann man doch hergehen. Alter, wenn man sich einen Samuel Jackson, einen Chris Pratt und was weiß ich, wen alles als Synchronsprecher leisten kann, dann kann man sich doch, weiß ich nicht, ja, ich glaube, der ist für uns Bürger. Ich würde auch sagen, dass er eher ein bisschen mehr österreichelt, wie Deutsch, wie bayerischelt, aber trotzdem. Aber ein Bürger kann man sich nicht leisten. Ja genau, aber mich kann man sich nicht leisten. Ich tat's umsonst. Hallo, Ansage an Warhorse Studios. Ich biete mich für KCD3 an, ich mach's for free. Okay? Und ja, es ist möglich, das Ganze im Dialekt zum Song, aber weiterhin für Preisen verständlich auf zum Song. Außerdem, für das gibt's Untertitel und wenn's authentisch sein soll, dann darf der Preisendepp auch nix verstehen. Verstehen Sie? Nikus, war das am Schüttel das sogenannte Arschgesicht? Ja, mit einer Trompeten. Merci dir. Musst aber denken, dass die Preise das auch verstehen können. Nein, müssen es nicht, für das gibt's Untertitel. Wenn es authentisch sein soll, wenn die Kumanen-Typen irgendwas auf Ungarisch labern, dann verstehe ich es auch nicht und muss unten einen Untertitel lesen. Hat es damals Niederbayern schon gegeben? Ich habe keine Ahnung. Also finde ich zumindest. Keine Ahnung. Aber ich finde auch, dass man den Dialekt durchaus so machen kann, das hört sich schon sehr gezwungen an, muss man sagen. Wer bist du? Vielleicht kann ich dir bei irgendwas helfen. Ich gehe. Ich gehe dann mal. Kluger Bursche. Was? Komm.
Was ist denn jetzt, Leute? Du bist's nur. Wieder. Warum klebt hier alles? Keine Ahnung. So, habe ich jetzt versprengt und ich finde ihn nie wieder oder was. Dann haben wir da einen Bettler, den Trunkenbold. Gehen wir mal auf, suchen wir. Ah, scheiß drauf. Oh, kleines Fünkchen. Was hat denn der für ein Problem jetzt da gehabt? Ich verstehe gar nicht. Aber gut. Meine Schuld. Ja, geh auf Zeitnetz da, ich muss Treppen auf. Da muss ja irgendwo der Geist, der Gassensepp sein. Gehilfe, Rüppel. Und, du darfst mir so anschauen, als wär's der NPC. Was benötigst du? Würfeln? Ich mag überhaupt nicht würfeln, was machst denn du? Möge Gott mit dir sein. Ne? Dann reden wir, was haben wir da? Dann reden wir mal mit der Schankwirt. Oh, wer bist du? Malwurf, der Schankwirt. Wer bist du? Ich hätte gern was zu essen. Schankmeid. Da reden wir da mal mit dem Wirten, der weiß das schon. Was möchtest du? Was gibt's Neues in der Gegend? Kost und Logis? Was ist denn Kost und Logis? Könnte ich hier vielleicht schlafen und etwas essen? Ja, wir haben noch Zimmer frei. Und für wie... Ich will länger bleiben, nur für eine Nacht. Ich mag eigentlich überhaupt nicht bleiben. Ich bleibe nur ein... Kein Problem. Zurück. Ja, für 12 ist eigentlich wurscht. Was gibt's Neues in der Gegend? Was gibt's Neues in der Stadt? Man sagt, dass eine Frau das alte Badehaus in Hopfengasse wieder auf Vordermann bringt. Ist nicht weit von hier. Kennst du sie? Kein Stück. Aber ich habe davon gehört. Ich würde es bei ihr versuchen. Was? Logi spricht man das aus? Oh, Kostenlos so ein wohnen Kerl und so? hier, Dieses Wort kenne ich schrecklich nicht. feinem Zwirn. Hab mein Lebtag Sein lang noch Name war nirgendwo umsonst Johann gewohnt. Parler. Logi Er sagte, ist gleich dass er nach einem Überwachung. Schmied suchen Übernachtung. würde, der jeden Logi Auftrag spricht man annimmt. Logi und... Warum gehst du nicht mal zu ihm? Sag mal, wie viele Leute kommen jetzt da? Oh, ist das euer Ernst? Ich sitze da und sage mal, Logis und irgendwas. Oh nein! Schande über sein Haupt, der spricht keine Franzosensprache. Er kann Französisch nicht. Oh nein! Er lutscht nicht mit jedem zweiten Wort mindestens 4 Schwänze. Dann klären wir doch drüber auf. Das heißt Logis und ist das und das. Hat er dein Maul? Ich glaube, er wohnt im Gasthaus im Maul! Hinterviertel. Das war's auch schon. Klingt doch gar nicht schlecht. Danke, Schankwirt. Kennt jeder, sogar Bayer. Ich kenn deinen Mann, die kennt auch jeder. Ah, Bayern. So, Ruhe jetzt. Sonst wieder, wo der Gassendepp ist. Er ist doch der Einzige, mit dem ich da schmerzen kann, oder? Muss ich dem wieder zahlen, den Huren? Oder was ist da draußen los? Du schaust aus wie ein Geist. Bist du der Geissensepp? Nein, du bist der Trunkenbold Zawisch. Bist du der Geist? Nein, bist nicht. Bist du der Geist? Der dir zur Hand geht. Rüpel, Eber. Oh, ich bitte dich. Die Leute fragen mich immer. Was mit ihm? Er ist Besuch von Tierstock angelaufen, passt. Na gut, dann werden wir wahrscheinlich mit dir schmerzen müssen nochmal. Wegen Können wir Geist. noch mal über Geiß reden? Himmel, Arsch und Zwirn. Was ist denn? Arsch. Bei uns in Bayern, egal ob Oberbayern, Niederbayern, sonst wo in Bayern, sagt niemand Arsch. Niemand. Das OA ist ganz typisch österreichisch, also es soll wahrscheinlich ein Österreicher Dialekt sein. Wer bist du? Vielleicht kann ich dir bei irgendetwas helfen. Wer bist du? Und wer sind deine Leute? Nun, ich bin Czenjek. Na schön. Aber was soll diese ganze Scheiße? Warum muss ich mich hier beweisen? Schau mal her. Dieser Ort ist gewissen Menschen vorbehalten, die ihre eigenen Regeln haben. Gleichwohl die meisten Leute denken, dass wir keine Regeln hätten. So redet kein Österreicher. So auch damals nicht. Ich verstehe es immer noch nicht. Ja, ich verstehe es schon. Ah, ich verstehe es langsam. So fix Österreicher. Ja, ist auch nur logisch irgendwo. Vorher hat es ja irgendwas gekostet von Niederösterreich. Vielleicht kann ich bei irgendwas helfen. Du kennst mich nicht und willst mir nichts verraten. Das verstehe ich. Aber ich muss doch irgendwie dein Vertrauen erlangen können. Es gibt doch sicher was, wobei ich helfen kann. Das kannst laut sagen. Aber wir Laut. suchen nach Männern, die auf sich selbst aufpassen können. Seitdem diese Stadt einen neuen Herrn hat, müssen wir hin und wieder zu Gewalt greifen. Aber der Nicht Wille wahr? war da, was eigentlich ziemlich cool ist. Ich habe kein Problem mit Gewalt. Mit etwas Gewalt habe ich kein Problem. Die meisten Kerle mit dieser Einstellung finden ein böses Ende. Ich nehme Wie dem auch Heinrich. sei. Geh zuerst zur Scheune, wenn du zu uns gehören und für uns arbeiten willst. Dort findest Goliath. Er wird dir wissen lassen, ob du geeignet bist oder nicht. Und wenn du überlebst, kommst zurück zu mir und wir reden. Reicht dir mein Anblick denn nicht aus? Oh, wir haben eigentlich schon gescheit edel. Probieren wir es mal. Wozu denn kämpfen? Das wäre doch Zeitverschwendung. Ich bin offenkundig in besserer Form als die meisten dieser schwächlichen Hunde hier. Du schaust zwar hart aus,
Aber es gibt Männer, die doppelt so groß sind wie du, die nach einem Schlag zu Boden gehen. Und du bist jung. Diese schwächlichen Hunde, wie du sie nennst, haben schon einiges an Kampferfahrung. Weißt du, da kehrt dann ein bisschen von einem wirklich nativ sprechenden Österreicher oder ich glaube ein Niederbayer kriegt es einigermaßen hin, kehren dann die Texte auch umbauen, haben schon einiges an Kampferfahrung, so redet kein Mensch nicht. Da kommt automatisch das gestochene Hochdeutsch raus, wenn ein Bayer oder ein Österreicher versucht, Hochdeutsch zum Schmatzen. Was halt Schmarrn ist, weil die geben sich ja damals, haben sie sich ja wahrscheinlich keine Mühe gegeben, Hochdeutsch zum Schmatzen. Oh, ich habe schon größer nicht 10.000 Taschen wie dir und keine Ahnung. So, ich gehe. Ich gehe dann mal. Also gut. Geh zu Goliath, wenn du einen Schneid dazu hast. Wenn du einen Schneid dazu hast. So und das da der Preis auch verstehe, wenn du einen Schneid hast. Einfach, wenn du einen Schneid hast. Und das sagt sie in Österreich mit Sicherheit genauso. So, jetzt passen wir auf. Wen suchen wir mir? Kämpfe gegen Goliath. Das schauen wir uns noch an. Das sagt er, wie es ist. So, wo kämpft man da gegen Goliath? Im Scheißhaufen drin oder was? Haben wir einen Schießstand? Ist der abtrennt oder wo ist denn der Goliath? Goliath! Bisten! Hau der Fotzenblur! Du schaust wurig aus. Kämpfen wir! Erstmal hingegangen. Kämpfen wir! Czeniek schickt mich. Du sollst mich auf die Probe stellen. Du? Es gibt ja eine andere Dialekte als Niederbayerisch und Österreichisch. Das ist richtig, aber das davon ist keiner. Nimm erst deine Da bin ich mir Rüstung ziemlich ab. sicher. Leg deine gesamte Herr Rüstung Freshman. ab. Zieh dich bis zum Hemd aus. Oder lass auch das weg. Und keine Waffen. Was? Muss ich mich jetzt muss ich mich wieder Knockern ausziehen, oder? Keine Waffen, dann nehmen wir den weg. Den Rest kann ich eigentlich anlassen, ne? Nochmal. Also. Du schon wieder? Nimm erst deine Rüstung. Leg deine gesamte Rüstung ab. Dann müssen wir alles ausziehen. Dann müssen wir alles ausziehen. Können wir die Hosen wenigstens anlassen. Weg. Langt's da so, guter Mann. Also. Du schon wieder? Komm schon her. Schlägerei! Jetzt bin ich gespannt. Normalerweise gibt's wahrscheinlich Vollgas aufs Maul in der neuen Map. Was ist denn jetzt? Was wird denn jetzt? Oh, jetzt kommt der Janek an und der schaut zu, oder was? Ach, wir müssen da reingehen. Ich krieg dich! Kurva! Ein bisschen aus da. Müssen wir noch einmal treffen und dann Vollgas reinprügeln. Ja, genau. Aus da. Er kann eh schon halber nicht mehr, ich sag dir doch. Oh. Gibt's da auch sowas wie einen Meisterschlag? Wahrscheinlich schon, gell? Den habe ich noch nicht gelernt. Aber eigentlich habe ich ein paar richtig gute Skillpunkte. Haha! Was? Jetzt sofort auf damit! Jetzt schickst du mich her, dass ich gegen einen kämpfe! Dann hau ich einen Putzenblutigen auf was trittst du, du Trottel! Merkst denn du? Was ist denn jetzt? Jetzt staubst du da vorne auf den Kopf. Was will er denn? Reinhard Steffen schreibt Berlin. Wie kommst du auf Berlin, Alter? Du überraschst mich. Nicht viele können's mit Goliath aufnehmen. Du hast es selbst gesagt. Die Körpergröße sagt nichts über das Können aus. Na, es geht doch nur um die Technik, oder? Da hast du recht. Wenn du noch mehr kämpfen willst, sprich mit Maulwurf. Wir haben da einen Wettbewerb, wenn du verstehst. Was wolltest du noch gleich? Ich suche nach Geis. Schlägern. Er soll hier öfter herkommen. Das stimmt. Nur leider wurde er schon seit Tagen nicht gesehen. Aber er war öfter hier? Ja, er war Tag ein, Tag aus hier. Nur diesmal kommen ein paar grobschlächtige Kerle und haben ihn verdroschen. Wer hat Geis verprügelt und warum? Wo könnte ich Geis finden? Warum habt ihr Geis nicht verteidigt? Was ist mit Geis passiert? Weiß jemand, wohin es ihn verschlagen hat? Sag's niemandem, aber ich glaub, er ist irgendwo versteckt und leckt seine Wunden. Er hat wohl in ein Wespennest gestochen und wird sie in Zukunft bedeckt halten. Du solltest bei Nacht nach ihm suchen. Er hält sie meistens in der Nähe von Schenken auf.
zwischen dem Chadek-Bezirk und dem Pferdemarkt. Er hat es auf Betrunkene abgesehen. Ich würde mir also in den Schenken umhören. Also gut. Aber wie sieht er überhaupt aus? Er ist ja sicher nicht der einzige Kerl, der unglückliche Betrunkene um ihre Groschen bringt. Wie wahr. Aber du erkennst Geiß auf den ersten Blick. Man nennt ihn so, weil ihm als kleiner Junge von einer Ziege gegen den Kopf treten worden ist. Er hatte eine Delle auf seiner Stirn, auf der man mit Murmeln spielen könnte. Finde Geiß. Warum habt ihr Geiß nicht verteidigt? Dann werde ich mal nach ihm suchen. Danke. Ich werde ihn suchen gehen. Na dann, Steh über den Nocker da. Ist zwar strohdumm, aber er kann sie hervorragend die eigene Haut retten. Komm wieder, wenn du mit ihm fertig bist. Du scheinst mir ja doch ein schlaues Bürschchen zu sein. Einen wie die können wir brauchen. Oh, sag mir einfach, ob du Arbeit hast. Solltest du irgendwas für mich zu tun haben, lass es mich wissen. Also, was für Arbeit hast du für mich? Eine Arbeit, die deines Könnens würdig ist. Aber zuerst nur eine kleine Prüfung, um zu sehen, dass du nicht so hohlköpfig wie dieses Ohrschloch Geiß bist. Wie lautet Wyclifs erste These? Armut, Buße, was du hin, oder? Einfachheit. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich, so sprach unser Herr, der uns eine Rückkehr zur Einfachheit befahl. Falsch. Zweite Frage. Falsch. Welcher Stand hat das größte Potenzial zur Reformation? Alter, was weiß ich denn? Jetzt krieg ich voll die Kackruf dort zusammen. Ich krieg das jetzt schnell durch, da. Das glaube ich ist nämlich ein Nebenquest, wo mir das, ich wusste, dass ihr anders seid. Du steckst voller Überraschungen. Nach unserem Gespräch über Geiß nahm ich nicht an, dass du sowas wissen würdest. Du dachtest, wir wären alle Bettler, die nicht bis 5 zählen können. Was? Aber jetzt werden wir schon sehen, wer der Bettler ist. Letzte Frage. Ja, Kim! Wer ist der rechtmäßige König von Böhmen? Wenzel natürlich. Wenzel. Daran besteht kein Zweifel. So ist es. Ja, wenigstens Sepsi. Na gut. Reden wir jetzt über deinen Auftrag. Vielleicht enttäuscht dich das jetzt ein wenig, aber es geht um Wenzels Bruder. Er wird dir deinen Platz in unserer bescheidenen Gesellschaft sichern. Hey, SK! Leitner Sepp! Servus aus Tirol, mega genial, gemütlich dahin spielen, fettes Danke, Spiel ist schon gekauft und es einser gleich nochmal für die volle Story. Leider verschlampft. Du, ich hab das letzte Mal vor 7 Jahren gespielt, ich weiß aus dem Einser nicht mehr viel. Wirklich nicht. Aber hab auch schon überlegt, ob man nach der Nummer da, wenn ich jemals mit dem Spiel fertig werden sollte, im Juni dann irgendwann, dass ich das Einser vielleicht noch mal außerkriege. Nicht im Stream, aber eine Gesellschaft von Rebellen, eine Gesellschaft von Müllern, eine Gesellschaft von Stammgästen. Ihr wird einen Platz in unsere bescheidene Gesellschaft. Bekomme ich dann das Bier billiger und ihr lasst mich die gezinkten Würfel ausleihen? Ha! Da bist du ungefähr ein halbes Jahrhundert zu spät dran. Wir nennen uns die Gilde. Wir glauben an Ideale wie Gleichheit und Brüderlichkeit. Unser einziges Gesetz ist die Bibel. Die weltliche Gerechtigkeit ist so unbeständig wie eine Hure, die sich den Mächtigen anbietet. Unter Gerechtigkeit verstehe ich den Galgen. Hast du keine Angst, dort zu landen? Mein Freund, man muss bereit sein, für die Wahrheit zu leiden. Der Sigismund ist Paketverlust, ich ein hab schon auf den Thronräuber. geguckt. Und die Kirche und die Das ist ja das Magistraten Traurige. sind nix als billige Huren, die für ihn die Beine breit machen. Billige Solange wir uns Sigismund widersetzen und die Bibel ehren, bleiben unsere Seelen rein. Was, wenn ich dem Vogt erzähle, dass du ihn eine Hure genannt hast? Nur so als Gefälligkeit, weißt du? Mach ruhig. Vielleicht gehörst ja zu den paar Glücklichen, denen Sigismunds Anwesenheit in Böhmen nicht geschadet hat. Vielleicht macht's dir nix aus, uns zu verraten und so ein Stück deiner Seele zu verkaufen. Ich für meinen Teil werde erhobenen Hauptes zum Rathaus schreiten. Aber du... Ich scheiß da vor die Stiefel, du träge die Hundsfuß. So schaut's aus. Ich habe meine Zweifel. Ich bin auf eurer Seite. Ach, keine Sorge. Ich hab dich nur aufgezogen. Ich teile deine Meinung über Sigismund. Erzähl mir von euren Plänen hier. Wir sind, wer wir sind und wir tun, was wir tun. So wie die frühe Kirche von Jesus Aposteln. In Einheit und Ergebenheit an seine Worte. Ich hab das sagen, ich plan all unsere Missionen. Goliath ist der Stärkste. Knacker. Na, der beschwert sich die meiste Zeit nur. Den haben wir auch schon Aber er gesehen. kennt sich gut mit Schlössern aus. Und wir sind alle gleich. Jeder bekommt den gleichen Anteil. Aber wir tun das nicht fürs Geld. Wir wollen Sigismund aus dieser Stadt vertreiben.
Wie kann ich bei euch mit... Weißt du, was mir das erinnert an die Diebesgilde aus Skyrim? So ein bisschen. Wie kann ich bei euch mitmachen? Du willst schon mitmachen? Ich muss dich nicht erst davon überzeugen? Famos! Famos? Wir haben's nicht so mit Förmlichkeiten. Wir trinken einfach ein Bier zusammen und dann gehörst du zu uns. Das ist aber korrekt. Korrekt, Schwari. Ja, manche Sachen ändern sich ja offensichtlich nie. Auf die Gilde. Auf die Gilde. Das erinnert mich an was. Ich will ein Festmahl für die Armen veranstalten. Je größer, desto besser. Hast du nicht gerade eben gesagt, ihr werdet einfache Leute ohne Geld? Sind wir auch. Aber dafür haben wir Sigismund. Denn er wird das Festmahl aus seiner eigenen Tasche bezahlen. Sehr witzig. Und wie willst du das bewerkstelligen? Ich? Nein. Du wirst dich darum kümmern. Hör mir gut zu. Sigismund hat Land beschlagnahmt, unten im Tal bei Pach. Und dort sein persönliches Lagerhaus errichtet. Direkt vor unserer Nase. Als Provokation. Er bewahrt dort köstliches Essen und Geschenke für seine Kommandanten und sein rotbärtiges Maul auf. Ja, Leo, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck. Fremdländische So, Gewürze und noch mehr. Diebesgilde, so Robin Hood-mäßig. Aus Italien, Ungarn, Slawonien und den anderen Dreckslöchern, wo er Land besitzt. Während wir ständig nur Haferbrei und Kohl fressen. Du wirst so viele Lebensmittel aus diesem Lagerhaus stehlen, wie du tragen kannst. Und als kleines Dankeschön hinterlegst du... was könntest du Bitte so gar nicht scheißen. Steine, Geld, Kohl, nichts. Nichts? Nichts. Du bist so ein Geizhals. Bloß nicht. Da Ich will sowas wäre nicht. es ja netter, ihm einen Kohlkopf hinzulegen. Hol dir mindestens einen Kohlkopf vom Gemüsehändler und lass ihn für Sigismund da. Der soll auch einmal das essen, was wir täglich im Bauch haben. Aber ich warn die gleich. Keine Gewalt. Denk gar nicht dran, wem im Lagerhaus die Kehle durchzuschneiden. Es geht hier nicht darum, irgendeine arme Wache zu bestrafen. Verstanden? Verstanden. Was soll ich mit dem gestohlenen Essen machen? Gib es den Bettlern. Lass die auch mal wie Könige speisen. In der Stadt findet man genug arme Leute. Geh einfach zu den Toren oder zu den Kirchen, da wirst du schon welche sehen. Und es gibt Zelte voll mit ihnen in der Bergmannstraßen, der Kirchenstraßen und der Schusterstraßen. Wenn du fertig bist, komm zu mir und wir überlegen uns, was wir als nächstes tun. Okay. Sigismund wird außer Klingt ein sich bisschen sein nach einer vor Wut, dass er Nebenquest, nicht aber seine ich leckeren mag Würste nichts essen überspringen. kann. Kannst du Wie mir bei der lang Sache kann man sich helfen? denn über eine Wenn du Nebenquest Werkzeuge unterhalten? brauchst, sprich mit Knacker. Mehr Höfe kann ich dir nicht bieten. Ich bin dabei, wie wäre es mit einer Belohnung? Ich habe nicht zugestimmt. Ja, bin ich dabei. Na gut. Offstream-Geschichte. Viel Erfolg. Leb wohl. Viel Erfolg. So, lass mich raten, das ist eine Nebenquest. Ja, natürlich. Wir müssen immer nur einen Geißen finden. Das muss er uns doch sagen. Was hat er mir jetzt da vollgelabert? Erzähl mir was über dich, erzähl mir mehr über die Gilde. Mach's gut, mein Freund. Einen Geißen möchte ich finden und er erzählt mir irgendeine Geschichte von der toten Sau und von irgendeinem Kohlkopf-Wieling. Was laberst du? Was zu Höhlen laberst du? Heber, Rüpel, Bettler, Köhler. Nachts zwischen den Schenken. Hättest mir aufpasst. Ja, leider hat er mich tot gelabert. Jetzt, was du sagst. Geistspur führt zu den Gassen zwischen dem Pferdemarkt und dem Radreck-Bezirk. Angeblich soll er dort des Nachts Trunkenbolde... Ach ja, stimmt. Da war was. Aber dann bin ich wieder vollgelabert worden von vorn bis hinten, aber ich wieder vergessen. Zeig dir mal was so. Wieso? Schaut mir doch gut aus. Also ich darf mich auch rein. Da kenn ich nix. So was. Ja, reden wir wieder so umeinander. Gott segne dich. So, wo ist der Bums? Da links hinten. Für den Geiß. Tja, meine Freunde. Aber nicht mehr heute. Haha! So, da sich innerhalb von 5 Sekunden, wenn wir es spät so machen, über 100 Leute schleichen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kuss auf die Nuss. Liken nicht vergessen. Richtig. An alle neuen Besucher. Ich glaube, ich habe immer mal ein bisschen in den Stream, in den Chat hineingelurrt.
Deswegen habe ich wahrscheinlich auch nicht so hundertprozentig aufpasst. Upsi, mein Fehler. An alle Neuen! Lasst mir ein Abo da. Ich streame jeden Montag, Mittwoch und zumindest in der Winterzeit auch freitags 20 Uhr bis ungefähr 10, 11 Uhr rum. Weißt du selber, was es ist? Nee, weißt du selber, was es ist? Aber den Herrn Geißen, den Geißen-Peter, den finden wir am Mittwoch. Wir spielen wieder die ganze Woche nur KCD 2, damit wir mir da irgendwo Meta machen können. Das ist, wir sollen sagen, und ich glaube, selbst dann werden wir es nicht fertig kriegen. Aber ich werde alles tun, irgendwie, damit wir das irgendwie hinkriegen. Dass wir nicht bis den ganzen März jede Woche 3-mal KCD spielen müssen. Nächsten Montag probieren wir mal Monster Hunter Wilds aus, weil ich gesagt habe, das möchte ich einfach auch mal ausprobieren und ich möchte das einfach mal sehen. Brutaler Spiel, wann ist endlich Mittwoch? Machst du Offstream weiter? Ja, also ich spiele auf alle Fälle jetzt Offstream weiter. Ich bin ja quasi in die Welt entlassen. Ich werde in der Map umeinander laufen, Nebenquests machen, wie zum Beispiel das jetzt da mit dem Bettler. Und allein in der Stadt sagt es mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nebenquests so. Und das ist halt Stoff, den ich neben dem Stream mache, natürlich. Sonst kriegen wir das Spiel nicht fertig. Also ich glaube, wir kriegen es sowieso nicht fertig. Ich muss einfach sagen so. Ihr seht ja selber, wie lange dass sie das zirkt. Was ist denn heute passiert? Nicht viel. Weil die Cutscenes so dermaßen lang sind, was nichts Schlechtes ist, um Gottes Willen. Sonst darf man nicht in Ruhe anschauen. Aber ich darf mal sagen, an so einem Abend nach 2-3 Stunden Cutscene und eigentlich nicht recht viel Gameplay, da muss man auch ehrlich sein, ich finde es aber nicht schlimm, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, um ehrlich zu sein, solange das Level halten kann und die Qualität so halten kann. Es ist, was es ist. Im Gaming-Schmerz ist das mit der Schmiede. Herr Free Frankie, schau ich mir auch nachher noch. Karatchen, Mann! Jetzt wieder die 6 Euro. Das muss schau der Spieler eilen im Spiel, das ist mir. Was? Das muss schau der Spieler eilen im Spiel, das ist mega. Alter, ich hab keine Ahnung, wie viel du gesoffen hast, aber ich weiß nicht, was du mir sagen möchtest. Aber ich mache mir ein Herzl drauf. Danke dir! Ich hab keine Ahnung, was das heißen soll. Petition, dass der Bürger sich ein Wappen mit der Arschtrompeten tätowieren lässt. Ja, genau. Lootverkaufer Bürger goes Millionär. Brrr. Stimmt, das werde ich auch offstreamen mal machen. Das Pferdl ausleihen, Kisten ausleihen, den ganzen Schrott, den ich da umeinander gesammelt habe. Und dann einfach einmal schauen, was passiert. Was in der großen Riesenwelt so los ist. Ich meine, vorher haben wir gefühlt 5 Minuten in eine Richtung geritten. Und das ist gerade einmal der Weg zwischen Teufelszuflucht und Kuttenberg. Und da rundherum ist so viel Platz, dass man schlecht wird. Da kannst du sehr viel Zeit verbringen in dem Spiel. Sehr viel. Naja. So ein Wappen für den Vollbiersquad fände ich geil. Was mit einer Arschtrompeten? Aber wieso denn? Ein Bürger lebt der alte Rechner noch. Nein. Also, der existiert ja, aber den habe ich nicht mehr. Hast du ein Weibe aus gute Trivia gelesen? Ja, habe ich gelesen. Da wollte er die ganze Zeit was dazu sagen, aber da das ganze Spiel nur aus Dialogen besteht, kann ich nicht wirklich darauf antworten. Ich werde es nicht mehr finden, aber es ist ein bestimmt da. Der NPC spricht Böhmakeln oder auch Kucheldeutsch, eine Mischsprache aus Deutsch und Österreichisch, gebräuchlich zu dieser Zeit in Mähren, in Klammern, wo wir sind. Ja, das kann sein, trotzdem hört sie sich als selber nativ Dialektsprechender, hört sie sich extrem falsch an. Und es hört sich so krass falsch an, das weiß ja auch keiner, wie die damals geredet haben. Es weiß einfach keiner. Lerne mich jetzt mal aus dem Fenster und sag, es weiß keiner. Und das hört sich einfach für mich so, als war es irgendwie, soll ich sagen, ja, es hört sich einfach falsch an, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Simato schreibt, mir geht in der Welt einfach Drachenmonster und Witcher-Dingens Magie ab. Mit 2 Kindern kann ich mich einfach nicht mehr so drauf einlassen. Nebenbei der Umzug und so, drum lieber dir zu schauen und Geld sparen. Simato, ich finde, gerade das macht's aus. Fantasy-Games und RPGs in Fantasy-Welten wie Baldur's Gate 3 oder allgemein Baldur's Gate oder Torment oder Pillars of Eternity oder Skyrim oder Oblivion oder alle Elder Scrolls-Teile oder was weiß ich, gibt's wie Sand am Meer. Aber sowas da gibt's nicht. Sowas gibt's einfach nicht. War Kingdom Come 1, war schon das einzige seiner Art. Und Kingdom Come 2 ist immer noch, auch nach dem Erfolg von Kingdom Come 1, das einzige seiner Art. Das sich darauf konzentriert, so authentisch und realistisch zu sein,
wie es geht eigentlich. Also bis jetzt habe ich noch nichts gesehen, was absolut unrealistisch ist. Vielleicht kann uns die Lea, ich weiß nicht, ob wir das den letzten Freitag schon gefragt haben, vielleicht haben wir das schon. Mich würde interessieren, ob es zu dieser Zeit schon wirklich diese Mörser, Schießpulver und diese Handkanonen gegeben hat. Habe ich mit Sicherheit letztes Mal und vorletztes Mal schon gefragt, aber ich werde noch ein paar Mal fragen. Dass der Voice-Actor gebürtiger Sachse ist, macht es wahrscheinlich nicht besser. Ja. Lea schreibt, ja, hat's. Ja, und das hätte mich jetzt ganz stark gewundert, wenn nicht. Weil sie die haben im Einser, ich habe mir da vor allem beim Einser, beim Zweier hat man keine Entwicklervideos nicht anschauen können, weil das war vor mir, übrigens, da ist Kingdom Come 2 da, Trailer, und jeder sitzt so da. Was? Wo kommt denn das her? Walleck, da schaut das gut aus. Bam, später. Fuck! Okay. Nice. Aber beim Einser, das haben sie mit Kickstarter gechartet, wenn ich mich richtig erinnere, und da hat es immer wieder so Entwickler-Updates gegeben. Und dann haben die Stickerl für Stickerl hergezeigt, was einer vom Spiel wichtig ist. Und aus irgendeinem Grund habe ich mir das einfach gerne angeschaut, weil ich mir denkt, das ist eine richtig geile Idee. Und da hörst immer und immer wieder, dass die ganz, ganz furchtbar viel Wert drauf legen, die Burgen wie in echt noch zum Bauen, soweit es geht natürlich. Die Städte, soweit wie es geht, noch zum Bauen, anhand von Plänen von früher und alles andere ebenfalls. Also die Waffen, deswegen ist auch das Kampfsystem, wie es ist. Die haben sie vor allem beim Einser, da muss ich sagen, da war das Kampfsystem noch nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Es geht. Es ist schon gegangen nach einer Zeit, aber ich kann verstehen, wenn da jemand keinen Bock nicht drauf hat. Die haben sich da Schwertkämpfer geholt und haben das mehr oder weniger studiert, wie die Schwertkämpfe abgelaufen sind. Und was für Techniken und so weiter das gegeben hat. Und das haben sie versucht nachzubauen. Und ich finde, im Zweier ist das Kampfsystem um Welten besser als im Einser. Es ist aber kein Skyrim. Ja, das ist das Wichtigste. Es ist kein Skyrim, es ist kein... Was gibt's denn nur für Melee-RPGs mit Schild, Schwert und so? Mir fallen jetzt da, um ehrlich zu sein, nicht viel ein außer Skyrim. Es ist kein Arcade. Third Person, First Person, ich prügel rein, passt schon. Sondern es ist nicht auf Realismus getrimmt. Ganz ehrlich, wenn du allein gegen 8 Leute wie vorher mit einem Schwert da stehst, dann wirst du auch sterben. Egal wie viel. Der Witcher, kann man Witcher in First Person spielen? Weiß ich nicht mehr, ich glaube nicht, oder? Weiß ich nicht mehr. Also der Witcher ist wirklich eines der Spiele, die ich so hart gesuchtet habe wie selten ein anderes, aber das weiß ich nicht mehr. Ich glaube nicht, dass es einen Witcher in First Person gibt. Mit Mod? Ja, mit Mods mit Sicherheit, ja. Aber das habe ich nicht gespielt. Ich habe den Witcher nicht mit Mods gespielt. For Honor, ist das First Person? Das habe ich nur ganz kurz gespielt, bis ich gespannt habe, was für Scheißdreck das ist. New World war auch ein bisschen in die Richtung. Stimmt, der hat mir, glaube ich, auch da habe ich auch ziemlich viele Stunden versenkt. Ja, was heißt ziemlich viel? Für MMO habe ich eigentlich nicht recht viel versenkt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt haben wir 2 Scarecrows. Die älteste bekannte Feuerwaffe ist die Heilong-Yang-Büchse aus China, die spätestens vor 1290 angefertigt wurde. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass der Heinrich von China nichts wusste. Glaube. Müssen wir wieder die Lea fragen. Haben wir im heutigen europäischen Raum im Mittelalter von China gewusst? Um 1400 rum? Von Amerika haben wir nichts gewusst. Da war der Columbus-Sepp noch nicht hinten, aber von China weiß ich nicht. Simata schreibt, Witcher 3 mein absolutes Lieblingsgame, da bin ich tagelang mit offener Kinnlade gesessen, da war ich 16, danach ging es bergab. Das heißt, du bist jetzt 26? 2 Kinder schon mit 26, Respekt, muss man wissen. Handel gab es, aber keinen intensiven kulturellen Austausch. Es ist schon krass, was du für ein verdammtes wandelndes Lexikon bist. Was ist denn eigentlich los mit dir? Kennst du Chivalry? Selbstverständlich, habe ich beide Teile. Herr Alex. Du hast übrigens vorher einmal noch gefragt, wie lange die Hauptstory dauert von Kingdom Come Deliverance 2. Ich kann da immer noch nachschauen. Da gibt es eine extra Seite für solche Geschichten, die heißt How Long to Beat. Da schaue ich bei Spielen für den Stream eigentlich immer nach, wie lange das Spiele dauern und fange dann gar nicht erst an, wenn es über 15 Stunden sind. Kingdom Come. Teil 1, nur die Hauptstory, 42 Stunden. Kingdom Come Deliverance 2, nur die Hauptstory, 48,5 Stunden. Im Schnitt. Also da kann jeder selber... Warte mal, klicken wir mit drauf. Wie viel haben wir da? Wie viele Votes? Main Story, da haben wir 19 Votes, also 19 Personen haben das, wie soll ich sagen,
eingeschrieben, wie lange das brauchen. Und da steht drin, im Durchschnitt 50 Stunden. Wenn du das normal spielst, so, also 50 Stunden ungefähr. Wenn du rusht, 36, 37 Stunden. Und wenn du langsam bist, dann 70 Stunden. Und diese Angaben sind aber eigentlich ziemlich genau, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin immer irgendwo zwischen Medium und langsam. Das heißt, wir werden wahrscheinlich 60 Stunden dafür brauchen. Und ich weiß nicht, wann wir das streamen sollen, Kinder. Ich weiß nicht, wie wir das fertig kriegen sollen. Ich weiß es nicht. Wenn wir mir anfangen, ich möchte halt auch nicht nur die ganze Zeit das gleiche spielen, weil erstens Birger ich irgendwann ab, der Birger ist Abbung und ihr birgt es auch irgendwann ab. Seien wir uns ehrlich, wenn ich in 4 Wochen immer noch jeden zweiten Tag KCD 2 spiele, dann ist nicht einmal mehr die Hälfte der Leute herin und das mag auch keiner. Deswegen müssen wir uns da irgendwas ausdenken. Der Natural schreibt, ich habe mehr als 100 Stunden und bin kaum weiter wie du. Da gibt es verschiedene, ich kann euch das einmal posten, warte mal, kann euch das einmal da rein posten. Ich rede auch nur von der Hauptstory, wenn du nur auf die Hauptstory konzentrierst. Natürlich ist das Spiel darauf ausgelegt, dass du nicht bloß eine Hauptstory machst. Main Story dauert 50 Stunden. Wenn du Main Story plus Extras machst, kriegst du das so auf 75 Stunden hin. Wenn du einen auf Completionist machst und lässt der Zeit, dann haben da Leute mit Stimmen drin, die 140 Stunden gebraucht haben. Der Augsburger hat es mit 90 Stunden durch. Hab den Schinken genossen. Ich genieße ihn auch, um Gottes Willen. Solange jeder da herin Bock hat, solange ich Bock habe, spielen wir weiter. Aber ein bisschen Abwechslung muss sein. Nächste Woche am Montag schauen wir uns mal Monster Hunter Wilds an. Einfach weil es mich auch wirklich interessiert. Wenn es gut ist, dann läuft es so parallel. Dann machen wir 2-mal in der Woche KCD, einmal Monster Hunter Wilds. Ich sag's wie es ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass Monster Hunter Wilds nicht mehr Streams ergibt, wird 2, maximal 3. Und dann werden wir mal wieder ein kleines Kontrastprogramm. Dann ist schon Frühling mehr oder weniger und geht in den Sommer hinein. Da ist Ende März, April dann irgendwann. Und dann werden wir wieder parallel KCD weiterspielen. Und parallel dazu vielleicht wieder irgendein Blödsinn. Mir daten diese Tavern-Spiele mich interessieren. Ja, Simulatoren und so eine Geschichten. So! Stefan, das ist vielleicht für wirklich mal gar keine so schlechte Idee. Das meine ich wirklich ernst. Weil es anders nicht möglich ist, dass man wirklich einmal am Freitag um 2 Nachmittag anfängt, streamt bis um 6, 4 Stunden, dann geht einmal jeder scheißen, pissen, essen und dann geht es um 8 Uhr weiter wieder bis um 12 Uhr. Ja, das kann man eigentlich mal machen. Um so einen schönen 8 bis 10 Stunden Stream reingeschissen. Schauen wir mal. So, Freunde der Sonne, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hatte Spaß. Auch das ist wie wenn wir miteinander einen Kinofilm schauen. Recht, wir haben nicht da, also den Korn da zusammengeschossen und gejagt, gleich gekämpft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Küsschen aufs Nüsschen, danke fürs Zuschauen. Danke für die ganzen Donations. Ich glaube, dass die Seite wieder leicht aus dem Ruder gelaufen ist. Ich bin mir nicht sicher, was da auf einmal wieder los ist. Seit ein paar Streams. Vielen herzlichen Dank dafür. Danke an die neuen Mitgliedschaften, danke an die alten Mitgliedschaften und Resubs. Kuss auf die Nuss. Danke an alle neuen Zuschauer vielleicht. Da glaube ich, waren nicht ein paar im Chat, wenn ich ein paar neue Namen gesehen. Zumindest bete ich mir das ein. Oder vielleicht waren es Lurker, die heute zum ersten Mal was geschrieben haben. Abo da lassen, Like-Button smashen. Wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr. Und dann würde ich sagen, Triple F für die Moderatoren. Ab in den Chat damit, wenn ihr mitmacht, ist ein Hundsfoot. Saudrecker, die verhure Scheiße aus Nudel. So, jetzt schleichen sie sich davon. Okay! Na, so haben wir noch nie einen Stream aufgehört. Schleicht's euch! Habe! Passt. Das war eine gute Tröte. Bin ich stolz auf mich. Okay.